Radio Blitz. Dein Webradio von Grenchen. Es war 7 Uhr. Durch Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Miguel Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Hey zusammen, wir sind Kev und Sandro von Big Clyde und ihr hört den Blitzableiter. Hallo, wir sind Gasokta und Sie hören Radio Blitz. Hey, hallo, das ist Jackie von den Jackets. Ihr hört die Sendung Blitzableiter auf Radio Blitz. So, ganz genau, es ist 7. an diesem Mittwoch, 5. Juni und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Blitzableiter auf www.radioblitz.ch. Ich begrüße alle, die hier am Zuhören sind. Für die nächsten 2 Stunden heisst es wieder Rock und Metal auf Radio Blitz mit mir, mit dem Miguel Colatrulio. Aber heute habe ich auch wieder Gäste hier, und zwar der Metal-Pfarrer Samuel Hug hat sich selber einen Gast eingeladen. Wir reden nachher darüber. Es gibt wieder ein Heavy Mental. Wenn wir richtig gezählt haben, ist es der 4., den wir zusammen machen, mit der Metal Church zusammen. Ich freue mich drauf. Wir haben einen spannenden Gast. Wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit gehabt, uns doch ein bisschen vorzubereiten. Bevor wir aber in das starten, gibt es wie immer in meiner Sendung einen Startsong, der nichts mit dem Rest der Sendung zu tun hat. Und für diesen Song wechsle ich sogar wieder mal die Sprache heute. Cari ascoltatori, oggi vi presento un gruppo ticinese. Oceans of Emotions mi hanno mandato il nuovissimo brano intitolato Ancora Qui. Heute reisen wir also ins Tessin zu der Band Ocean of Emotions. Sie haben momentan 2 Singles veröffentlicht. Die eine heisst jetzt, also das ist die zweite Single, die jetzt rausgekommen ist, die heisst Ancora Qui, den darf ich nicht spielen, den haben sie mir geschickt. Luca Darini, Fabio Maccado, un italiano e un portoghese che ci sono incontrati a Biasca nella band di scuola. Da lì fino a oggi le vie dei due si sono sempre incrociati. E finalmente nel 2023 deciderono di riattivare il gruppo Ocean of Emotions. Also Luca Darini und Fabio Maccado, das sind 2 Köpfe. Die 2 Köpfe hinter Ocean of Emotions, die haben sich Biasca in der Schülerband kennengelernt, ein Italiener und ein Portugies. Und immer wieder haben sich ihre musikalischen Wege gekreuzt und im letzten Jahr haben sie sich entschieden, ihr Projekt Ocean of Emotions zu reaktivieren. Mittlerweile sind sie ein Quartett. Der Luca, der Fabio, der Vincenzo Manfreda und der Michael Turlan haben jetzt eben 2 Singles rausgebracht und die eine heisst Ancora Qui. Und wir starten heute in Blitzableiter mal ganz, ganz fein. Grazie ragazzi, un saluto nel Ticino e forse ci vediamo una volta. Grazie. Ancora qui per un po'. Le gemme tornano sugli alberi e i miei giorni si allungano, ma per un po', solo un po', è un altro anno che se ne va. Prima di iniziare, prima di sapere il risultato, quale sarà e chi vivrà non vedrà. Pensavo che a non mettere radici si soffrisse meno, poi non credevo che arrivato il momento avrei lottato col rimpianto, ma è un distacco che io devo fare, ho paura mai da affrontare questo caos e da riordinare. Tu sai perché?
terremoti che si mostrano a noi, sono morti ormai, ed è così che finiremo in questo finto ordine, solitudine, ma ancora qui per un po'. Le gemme invitano a rinascere. Pensavo che a non mettere radici si soffrisse meno, poi non credevo che arrivato il momento avrei lottato con rimpianto, ma il distacco che io devo fare ho paura ma è da affrontare, è l'ignoto che mi sta aspettare, questo caos è da riordinare. Tu sai perché, tu sai perché, tu sai perché, tu sai perché. Der Blitzableiter. Rock und Metal. Genau, Ancora qui, Ocean of Emotions heisst die Band, die wir jetzt hier gehört haben. Noch einen lieben Gruß ins Tessin und jetzt begrüße ich hier meinen ersten Gastfang, und zwar den Metalpfarrer Samuel Hug. Ciao Samuel. Sali Mikko, schön wieder da zu sein. Ich wollte sagen, schön bist du wieder da. Das 4. Mal, wenn wir richtig gezählt haben. Und ja, was machen wir heute? Ja, wir haben wieder eine Sendung Heavy Metal vor uns. Das heisst, wir schauen eben den Heavy Metal ein bisschen genauer an. Wir schauen dahinter, was ist hinter dem Metal, hinter der Kunst, hinter der Kultur und den Menschen, die eben da irgendwo unterwegs sind. Heute haben wir jemanden, der ein bisschen mit mehr Distanz drauf schaut, aber auch eine ganz persönliche Geschichte mit dieser Musik hat. Freue mich drauf, wird wieder eine spannende Sendung. Und wir haben schon gesagt, der Gast muss am 9 Uhr gehen, dass er wieder auf den Zug kann verheilen. Also wir sind ein gedrängtes Programm haben wir heute. ja, das ist auch gut. Ich glaube, dass man kompakt bleibt, dass man uns nicht verzettelt im Gespräch. Aber die gute Musik gibt es ja dann natürlich trotzdem. Genau. Aber eben, wir haben den Gast, das ist der Manuel Schmid. Er ist Theologe, er ist Co-Leiter vom RefLab, von einer reformierten, ja, ich kann selber erklären, was es genau ist. Ich muss bezeichnen, eine Medienplattform im Internet. Aber eben, er gehört sich nicht so gerne an Altmetaller. Ich weiss auch gar nicht, was für einen Jahrgang hat, das hören wir nachher dann noch. Genau, hören schon lachen, das ist wunderbar. Wichtig ist, ja, wie geht das Gespräch, da geht es um Begegnung, aber darum ist auch wichtig, dass ihr, die hier mithört, könnt euch einbringen, wenn ihr das möchtet, wenn Fragen auftauchen. An Manu, aber auch an mich oder an dich, Mikko, gell? Und dann gehen wir doch die Telefonnummer durch. Ja, genau. Auf meiner Seite wäre das die Radio Blitz Studionummer wie immer 079 930 55 88. Genau, und da gibt es unser Streaming-Handy von der Metal Church, das genauso ankommt. Das ist 079 739 09 59. Und wenn das schnell gegangen ist, könnt ihr auf metalchurch.ch unter Kontakt schauen. Dort ist es prominent zuoberst. Ganz genau. Und meldet euch, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr eine Frage zum Thema habt oder auch zu einem Song, den ihr gehört habt oder gerade nicht wisst, wie er heisst oder was auch immer. Oder wenn ihr einen Wunschsong habt, den kann ich dann einfach erst ganz am Schluss einspielen. Ich habe vorhin gerade einen Wunschsong reinbekommen, übrigens. Mache ich ihn sehr, sehr gern. Aber halt am Schluss von der Sendung. Genau, und ich glaube, jetzt haben wir über Musik verredet, jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen Musik hören. Ich bin ja, das ist ein Privileg, dürfen wie intensiv unterwegs zu sein in der Szene und bin an vielen Konzerten gewesen, auch seit dem letzten Heavy Metal. Aber eins bin ich schon unterwegs gewesen und da habe ich mitbekommen, in dem Besuch, den ich noch gemacht habe, voraus, dass es leider abgesagt ist. Das wäre Riot 5 gewesen, der Musikburg. Die haben ein ganzes geiles neues Album rausgebracht. Findest du bei mir auf und runter gelaufen. Und darum würde ich sagen, zumindest wenn das Konzert schon leider nicht stattfinden konnte, aus medizinischen Gründen, lassen wir doch einen Song. Wir hören Lost Streams von Riot 5. Das machen wir.
Riot 5 Lost Dreams ist das der erste Song gewesen, oder nein, der zweite Song im heutigen 95. Blitzableiter. Hey Samuel, der 95. Blitzableiter. Krass. Auf den 100. zu. Ja, wir kommen jetzt dann zum Heavy Mental, zum Talk. Genau, da müssen wir eigentlich sagen, für die vielleicht erst eingeschaltet haben, hey, wir interessiert auch euch eine Frage vom Gespräch und wir haben WhatsApp-Nummers, die ihr euch einbringen könnt. Ganz genau, und wir geben die nochmal durch. Unsere Studionummer von Radio Blitz 079 930 55 88. Und von der Metal Church 079 739 0959. Ja, jetzt hat unser Gast schon eine Viertelstunde warten. Ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir ihm sein Mikrofon noch freigeben, oder? Genau, ich würde sagen, Sound up für Heavy Metal Jingle. Das machen wir. Ja, herzlich willkommen, Manu Schmid. Danke, so gut da zu sein. Ich freue mich sehr. Hallo miteinander. Ja, Manu, wer bist du eigentlich für die noch nie von dir gehört haben? Oh, jetzt geht es aber steil los. Ja, wer bin ich? Also du musst jetzt nicht philosophisch beantworten. Ja, genau. Also Baujahr 76, hast du ja vorher gefragt, oder? Altmetaller, unsere Kinder haben das natürlich mitbekommen, dass ich da mit dir wieder rede und haben das irgendwie unglaublich witzig gefunden, weil ihnen natürlich eben Assoziationen mit der Altmetall-Sammlung und so gekommen sind. Du bist ein Exil-Ostschweizer, gell? Ja, genau, oder das kann ich nicht verbergen. Ich bin seit irgendwie 25 Jahren im Raum Basel daheim, habe aber den Basler Dialekt nie angenommen. Viele Leute sagen, es ist ein grosses Glück. Andere sagen, das ist Pest oder Cholera. Das spielt eigentlich keine Rolle. Aber ich komme aus Schaffhausen ursprünglich und bin jetzt in Liestl inzwischen daheim, habe über 20 Jahre in Basel gewohnt. Ich bin Familienvater. 2 Kinder, 12 und 14 Jahre alt und eine wunderbare Frau. Wir sind irgendwie 25 Jahre verheiratet oder so. Und bin Theolog, Pastor gsi, Pfarrer gsi, 17 Jahre lang als Pfarrer, als Pastor gearbeitet. Und inzwischen eben, du hast es schon kurz gesagt, im RefLab daheim. Ich leite den Bereich zusammen mit der Co-Leiterin Evelyn Baumberger. Und soll ich etwas sagen zum RefLab noch? Oder ich glaube, das machen wir noch. Da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Das ist ein wichtiger Aspekt, genau. Aber vielleicht können wir sind ja in einer Rock- und Metal-Sendung, vielleicht kannst du noch etwas zu sagen. Ja, eben, ich habe gesagt, du bist ein Altmetaller oder ein Kryptometaller, könnte man auch sagen, wo das ein bisschen versteckt ist. Ja, genau. Ja, wie ist das? Was spielt die harte Rockmusik für eine Rolle in deinem Leben oder hat gespielt? Also ich muss ein bisschen ausholen, um ein Bild zu zeichnen. Ich bin in sehr frommen, freikirchlichen Verhältnis aufgewachsen, wo Heavy Metal eigentlich der Endgegner war. Oder das ist so quasi das grosse Feindbild, die grosse Angst gsi, sehr verpönt gsi. Das kommt irgendwo zwischen Kiffen und Tätowieren oder Heavy Metal hören, das geht gar nicht. Können wir dann noch darauf zu reden, gell? So mit der Frage von der Verbindung von Satanismus und ja, genau. Man hat Angst gehabt. Genau, man hat Angst gehabt, dass die ganzen Bands mit dem Teufel im Bund sind. Bevor ich den ersten Ton von AC/DC gehört habe, habe ich schon gewusst, dass das steht für Antichrist, Death to Christ und so, dass es etwas zu tun hat mit Gleichstrom und Wechselstrom, ist mir dann erst später zugeführt worden. Die ganzen Bands, Iron Maiden, Kiss und so, das ist rotes Tuch gewesen. Ich bin aufgewachsen mit einem Büchlein, das heisst, wir wollen nur deine Seele, und dort sind die ganzen Bands sehr, sehr schlecht weggekommen, eigentlich alle als Satanisten, die da Jugendliche in ihren Bann ziehen und so. Also das ist so ein bisschen das Framing gewesen, wo ich damit aufgewachsen bin, aber ich habe
ja, Musik dann gleich immer wieder gehört. Das ist ja auch eine goldige Zeit gewesen, meine Jugendzeit, 80s, so, dort sind wirklich die ganz geilen Sachen gelaufen und in die Hitparade gekommen. Und das ist mir natürlich nicht völlig verborgen geblieben und ich habe es dann schon auch irgendwie faszinierend gefunden und habe in einer Jugendgruppe auch ein paar so Verbündete gefunden, die das auch gerne gelost haben und wo mich dann so ein bisschen in die White-Metal-Szene eingeführt haben. Also eigentlich ist es so, getaufte Heavy Metal gsi, oder? Das ist so christliche Heavy Metal gsi und ich bin dann eine Zeit lang als Jugendlicher, als Teenager an ganz viel Konzerte gegangen. Also White Cross habe ich live gesehen, White Heart, Striper, Petra und so, die ganzen Bands, wo man halt noch hätte dürfen hören, wie sie wahnsinnig christliche Texte haben und auch zum Teil die Konzerte jetzt im Rückblick, denke ich, ist eigentlich krass, wie fromm die auch gewesen sind, oder? Also man hat dort wirklich, also das sind alles ganz christlich geprägte Menschen gewesen, wo auch ihre Konzerte verbunden haben mit einem gewissen, ich sage jetzt mal, mit einem gewissen missionarischen Eifer oder mit einer gewissen Absicht oder Leidenschaft zum das, wo sie irgendwie von Gott erkannt haben, irgendwie weiterzugeben. Aber das ist noch gegangen und mit dem bin ich dann so ein bisschen in Berührung gekommen. So ein bisschen zum Rebellieren habe ich dann auch angefangen, so richtig so die ganz harten Sachen zu hören, so wirklich so Thrash Metal, Death Metal und so. Aber auch, das hat es eben auch in christlich gegeben, oder? Genau. Du hast ja Musik mitgebracht ja, genau. aus dieser Zeit. Ja, genau. Und ich glaube, wir lassen doch gerade mal in so einen Song rein. Und zwar hast du unter anderem ausgewählt von Vengeance Rising, Space Truckin'. Because
Blitzableiter. Rock und Metal. Das war Vengeance Rising mit Space Truckin'. Ist ja eigentlich ein Deep Purple Song, oder? Ja, voll. Das ist ein Cover und Deep Purple ist ja mit Black Sabbath so die Band gewesen, die den ganzen Heavy Metal mit auf den Weg gebracht hat. Was ist das für Musik für dich? Was macht das eigentlich aus? Oder was bedeutet sie dir? Ja, ich denke, als ich das gehört habe, ist natürlich ein grosses Stück Rebellion mit dabei gewesen. So als Jugendlicher, ich habe gewusst, jetzt in meinem Umfeld ist es total verböhnt gewesen. Und habe ich wirklich ganz viele Leute ärgern mit dem, inklusive meine Eltern, die gefunden haben, also, das fällt ja gar nicht mit Kategorie Musik und so weiter. Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich das jetzt auch wieder höre, mit grossem zeitlichem Abstand, weil ich jetzt Vengeance Rising schon lange nicht mehr gehört habe, ich finde es halt immer noch leider geil, oder? Es ist, auch als Gitarrensolo ist grandios und ich habe das in on repeat, habe ich das quasi gehört und merke irgendwie so die gewissen Metal-Affinitäten, die wirst jetzt nicht so schnell los. Ja, zum Glück, würde ich sagen. Ja, es gibt ja heute, ich merke das immer wieder, es gibt ja so wirklich ganz grosse, so popkulturelle Momente, wo so Metal-Moment, wo sich irgendwo auch eingeschrieben haben in eine Mainstream-Kultur. Und ich weiss, dass ich die immer so hart feiere, wenn das kommt. Also ich kann mich gut erinnern, in meiner Jugendzeit ist so die Filmreihe Back to the Future ist mega Trend gsi und so durch die Decke gegangen. Und da gibt's doch eine Szene, ich weiss es nicht mehr genau in welchem Film, aber der Marty McFly, ich glaube, es ist sogar im ersten, wo er in die Vergangenheit reist und dann in einer Band spielt auf der Bühne und er zuerst irgendwie fangen sie an mit so Swing oder was halt so in den 50s ist, glaube ich, in den 50s so Mode ist. Und dann geht er immer mehr ab und er kommt so in Rage und er kommt so wirklich in das Element und sie wird immer rockiger und am Schluss gibt es so wirklich so eine auf den Knie, so ein geiles Gitarrensolo und die Leute sind einfach, am Anfang machen die Leute voll mit und klatschen und schreien und so und irgendwann merkst du, alle verstummen, die Musik gibt's noch gar nicht und die Welt ist noch nicht bereit für das, was der Marty McFly aus der Zukunft bringt. Und das ist so ein geiler Moment, weil ich natürlich den Schlussteil einfach am besten gefunden habe, oder? Und in den letzten Jahren zwei Momente, das wollte ich jetzt gleich noch, weil super, sehr gerne. Das wollte ich unbedingt sagen, wie mir das so eingefahren ist und dann da der Altmetaller wieder aufsteht in mir. Mad Max Fury Road, die Neuverfilmung von der Mad Max Saga, der erste Film, wo so in der Wüste so mobil gibt, so Trucks und so, und dann gibt es so eine Kampfszene eigentlich, wo eine ganze Armee von diesen Wüstenkämpfern voranschreitet und zuvorderst ist so ein eigenartiger, futuristischer, trashiger so ein Mobil und dort steht ein Typ dort mit einer Gitarre. Er hängt in den Ketten. Ja, genau. Er hängt so in den Ketten irgendwie und hinter ihm eine riesen Wand an Amps. Einfach so eine riesen Boxenwand. Und er hat so eine zweihalsige, aus Altmetall bastelte Gitarre, wo vorne ein Flammenwerfer eingebaut ist. Und dann geht er voll ab und spielt da so Heavy Metal. Und das ist einfach so eine Szene, wo auch im Kino, wo die Leute einfach durchgehen, oder? Weil es ist einfach zu geil. Und das ist mir so eingefahren. Und dann gibt's der beste Moment, finde ich, der metalligste Moment von der Popkultur ist wirklich bei Stranger Things in der letzten Season 4, wo es eine Szene gibt, der Eddie Munson wird dort eingeführt, weil in den ersten 3 Seasons von Stranger Things wird so die Synth-Pop-Ära zelebriert und du hast überall die Synthes, die alten 80s-Synthi-Sounds und ich liebe die natürlich auch, das ist auch so eine Seele in mir, ich liebe das, ich habe das mega gefeiert, aber dann haben die Leute sich beschwert und gesagt, Leute, in den 80s ist im Fall nicht nur Synth-Pop gelaufen, gell? Dort hat es im Fall auch die richtig geilen Metal-Sachen gegeben und in der 4. Staffel kommt dann so ein Metal-Fan, so ein Metal-Nerd vor und in einer entscheidenden Stelle
Stelle in der Geschichte, wo die Protagonisten bedroht werden. Sie sind quasi in der Hölle, sie sind in der Unterwelt, im Down Under, im Upside Down sind sie und werden verfolgt von so Zombie-Fledermäusen und so. Und er steigt auf eine Hütte, auf ein Haus, nimmt seinen riesigen Bass-Amp mit und fängt an zu spielen Metallica Master of Puppets. Und dann zieht das Gewitter auf und er ist mitten in diesen Blitz inne und steht auf dem Haus und spielt das. Ich bin auf dem Stuhl gestanden, oder? Er spielt den Song und das ist so geil und das ist durch die Decke gegangen, auch in den sozialen Medien, weil es ist ein epischer Moment, wo du auch merkst, dass die Metal-Kultur und irgendwie das Feeling, dass Leute daran anschliessen, die das vielleicht im Alltag gar nie hören, weisst? Hey, ich glaube, wir müssen gar nicht philosophisch weiter darüber reden, weil du hast es jetzt so wunderbar uns vor Augen gemalt. Also eben mir als Metaller, da geht mein Herz auf, da gehen die Filme ab, wenn du das erzählst. Die einen kenne ich, die anderen habe ich noch gar nicht kennt. Ich glaube, wir müssen nicht philosophieren über Metal, wir haben es gespürt, wir haben es gehört. Grandios, merci vielmals, Manu. Ich würde sagen, wir hören doch wieder eine Runde Metal, und zwar auch wieder aus einer Band, die schon genannt ist, aus deiner Jugend. Wir hören bei Whitecross rein mit Attention Please. Hey, people, stand up and join me.
Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Ja, das war White Cross mit Attention Please. Eine Hardrock, Glam oder ja, Hair Metal Band, wo ja, definitiv mit einer christlichen Message von A bis Z oder sogar evangelistisch-missionarischer Band. Also, Attention Please. Du hast jetzt auch eben in deiner jetzigen beruflichen Tätigkeit mit zu tun, mit Glaubensfragen und Aufmerksamkeit wecken bei Leuten für Glaubensfragen. Wie tut das? Erzähl doch mal, was machen die beim RefLab eigentlich? Und dafür können wir nachher darüber reden, vielleicht auch so ein bisschen Mechanismen, was sind Do's und Don'ts oder vielleicht auch Sachen, die schwierig sind oder schwierig im Rückblick von dort mal, wie man das so gemacht hat. Ja, sehr gern. Also wir haben vor 5 Jahren oder 4,5 Jahren gestartet mit dem RefLab und das ist eigentlich digitale Kommunikationsschmiede, Initiative von der reformierten Landeskirche vom Kanton Zürich. Die haben das finanziert, unterstützt, auch mitgetragen und stehen bis heute dahinter. Das ist, wir sagen manchmal, es ist ein digitales Lagerfeuer von der reformierten Kirche vom Kanton Zürich. Wir probieren eigentlich Themen, wo viele Menschen interessieren, Themen von Religion und Glauben, aber auch Themen von Ethik, Gesellschaft, Philosophie und so weiter, so zur Sprache bringen, dass Leute irgendwie anbeissen, wo sonst vielleicht, wo jetzt nicht würden in einen Gottesdienst gehen oder wo mit Kirche an sich nichts am Hut haben. Und es ist auch nicht irgendwie ein Versuch, die Leute jetzt irgendwo hinzulocken oder dann zu Kirchensteuer zahlenden Mitgliedern zu machen oder so, sondern es geht wirklich darum, mit Menschen in Kontakt, in Berührung, ins Gespräch kommen, wo sich für die Themen interessieren, aber von der Lebenswelt her auch von der Kirche ganz weit weg sind. Und wir kommunizieren auf anderen Medien, wir machen vor allem Podcasts, was schon, kann man sagen, die multimediale Revolution oder das Kommunikationsphänomen von den letzten 10 Jahren ist. Also das hätte sich niemand ausgemalt. Podcast gibt es ja schon viel länger. Ich habe vor 15, 17 Jahren schon Podcasts gehört. Aber mit der technischen Entwicklung und irgendwo mit der gesellschaftlichen Entwicklung ist das in den letzten Jahren zu einem Massenphänomen geworden, wo ihre Hörerzahlen jedes Jahr praktisch verdoppelt. Jetzt ist so ein bisschen vielleicht ein Plateau erreicht, aber auf höchstem Niveau. Also es gibt nach Umfragen, hören irgendwie fast 50% der Bevölkerung regelmäßig Podcasts. Ganz viele junge Menschen, ganz viele Menschen aus Lebenswelten und Milieus, wo jetzt der Kirche nicht wahnsinnig nahe sind. Und das ist auch eine Chance. Wir bringen frische Themen. Wir haben Podcasts zum Thema Philosophie, zum Thema Psychologie, zum Thema Spiritualität, auch praktisches Zeug, Yoga-Übungen und so weiter. Wir haben Podcasts auch so ein bisschen mehr hardcore-theologische Podcasts, wo man wirklich so über Glaubensfragen redet. Ein breites Spektrum, wo ganz verschiedene Leute können andocken und in ihrem Alltag irgendwann beim Sport, beim Säckeln, unterwegs auf dem Sofa oder wo auch immer Podcasts hören. Wir machen auch Texte. Wir haben einen Blog, wo wir jede Woche mehrere Textbeiträge veröffentlichen. Wir haben Videos, YouTube-Videos, wo wir rausgehen. Und das gibt ganz verschiedene Anschlussmöglichkeiten für, vor allem, das ist eigentlich die Idee dahinter, vor allem für Menschen, die jetzt nicht von allen kirchlichen Angeboten sowieso schon bespielt werden, oder? Und was soll ich sagen? Gelingt der Ansatz? Oder wo stapelt er irgendwie zwischen ihnen auch? Oder was braucht es da? Also wir haben natürlich viel gelernt und es hat nicht alles funktioniert. Und das ist auch das Geile, wenn man etwas Neues macht. Und es ist eine Art des Pionierprojekt. Und den Pionier-Spirit probieren wir auch aufrechtzuerhalten, dass man immer irgendwo fragt, was könnte man Neues probieren? Und dass man auch die Flexibilität mitbringen, wenn etwas nicht
läuft. Wir haben das sogar in unserem Mission Statement, manche Leute haben ein bisschen Anstoß genommen an dem, aber wir haben so in unserem Elevator Pitch haben wir gesagt, RefLab probiert immer neue Sachen aus, tote Rösser werden liegen gelassen, oder? Also wir haben das wie in unserer DNA probiert zu verankern, Zeug, das nicht funktioniert. Es wird nicht am Leben erhalten, einfach irgendwie um der Tradition willen oder um des Selbsterhalts willen oder so. Wir haben den Podcast gestartet, haben die auch wieder abgesetzt, wie sie irgendwie nicht zu uns gepasst haben oder wie sie einfach keine kritische Hörerschaft erreicht haben und so. Insgesamt würde ich sagen, sind wir völlig überrascht und perplex über den Erfolg, wo das hat, wo wir machen. Also wir haben, für das es ein Nischenprodukt ist, das muss man schon sagen, wir sind ja nicht irgendwie in Texas oder irgendeinem evangelikalen Bundesstaat von den USA, wo es Millionen von Lesern und Hörern von christlichen Produkten gibt, sondern wir sind in einer weitgehend säkularisierten Schweiz, wo das doch ein Nischenprodukt ist, und wir haben jetzt vor ein paar Monaten haben wir die Grenze von 1 Million Podcast-Downloads überstiegen oder überschritten. Das haben wir auch gefeiert, wie es ein Meilenstein ist. Wir haben Podcasts, wo jeden Monat von 10.000, 15.000 Menschen gelost werden. Das ist sehr viel weniger als jetzt irgendwie, keine Ahnung, deutsche riesen Podcasts haben, oder? Zeit-Podcasts oder so. Aber es ist doch irgendwo ein Umfang oder das Interesse, das uns entgegenkommt, wo man muss sagen, ja, wir versammeln eigentlich jede Woche mehr Leute zum Podcast hören, als die komplette Zürcher Kantonalkirche in Gottesdienst versammelt. Mhm. Auch wenn ich das jetzt nicht sage im Sinne von einer Konkurrenzdenken, es braucht beides, oder? Aber es braucht, ich glaube wirklich, wir haben da können einen Bereich bespielen mit Themen, die uns wichtig sind, mit Fragen, die uns bewegen, wo Menschen erreicht, wo von Gottesdienst und vom kompletten kirchlichen Angebot bis jetzt überhaupt nicht Gebrauch gemacht haben. Hast du eine Idee oder eine These, wieso dass es gerade die Podcast-Form ist, dass die eben nicht so allgemein, eben gesellschaftlich irgendwie so durchgestartet ist? Voll. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Hey, witzig, ich habe jetzt gerade gestern einen Podcast aufgenommen, wo es um die These gegangen ist von Neil Postman von der Erlebnis- und Spaßgesellschaft, das Buch «Wir amüsieren uns zu Tode». Er ist ein relativ starker Kulturkritiker, der sagt, wir sind irgendwie seit den 70er Jahren in einer Zeit, wo immer mehr die Unterhaltungsmaxime, es muss spannend sein, es muss spaßig sein, es muss unterhalten, das ist die Hauptsache, oder? Und das leitet sich auf alles drauf, oder? Und das führt, sagt er, zu einer Verflachung von den Diskussionen. Es gibt nur noch so kurze, alles wird so in Sushi-Häppli präsentiert, oder? Und ich glaube, Podcasts sind ein Stück weit eine Gegenbewegung. Es ist ein mediales Produkt, es ist etwas, wo ein Massenmedium geworden, aber es geht in die Tiefe. Es gibt viele Podcasts, die hoch erfolgreich sind, wo Gespräche im Durchschnitt weit über eine Stunde lang dauern. Es gibt Podcasts von der Zeit, alles gesagt. Die Gespräche sind zwischen 5 und 15 Stunden, oder? Mhm. Wo Leute irgendwie richtig in die Tiefe gehen und mit jemandem reden und jemanden kennenlernen und Fragen stellen, bis wirklich buchstäblich alles gesagt ist. Mhm. Die Person kann dann signalisieren, jetzt ist alles gesagt, oder? Das ist irgendwo wie ein Gegentrend. Unterhaltung okay, langweilig soll es nicht sein, aber man will irgendwie tiefer gehen, man will etwas lernen dabei. Und das führt zum zweiten Faktor, und ich denke, was entscheidend ist das Personalisierte. Podcasts funktionieren vor allem als ein authentisches Medium, wo Menschen transparent werden mit ihrem Leben, mit ihrer Geschichte. Das ist nicht die gleiche Logik, wie du im klassischen Journalismus hast. Genau. Wir haben Leute, die eine klassische journalistische Ausbildung haben, die gesagt haben, ich muss eigentlich meine ganzen Grundsätze über Bord werfen, weil im Journalismus heißt es immer, es geht nicht um dich. Du als Person, du bist nicht wichtig, du musst quasi möglichst objektive Distanz haben, musst Fragen stellen und unsichtbar werden. Und bei Podcasts geht es um etwas ganz anderes. Da musst du als
Person, du bringst dich ein, du bringst deine Meinung ein, auch möglicherweise auch ungeschützt, du machst dich verletzlich, du teilst etwas mit von dir, wo du vielleicht noch nicht so ganz sicher durchgedacht hast, wo du erst spürst oder so, oder etwas, was du erlebt hast, wo dir vielleicht sehr wichtig ist. Du machst dich verletzlich. Das ist, es gibt auch andere Podcasts, aber ich glaube, die grosse Podcast-Welle verdankt sich genau dem. Menschen möchten etwas lernen, Menschen möchten tiefer gehen, aber sie wollen auch andere Leute kennenlernen und sie wollen irgendwie auf Durchfühlung kommen mit anderen Menschen. Ja, sehr cool. Ich glaube, das machen wir ein Stück heute Abend auch. Aber ein bisschen mehr häppchenweise, aber ich glaube, es geht genau um das für uns, nämlich auch zum Tiefen gehen. Ich glaube, wir machen da mal eine Pause, eine musikalische wieder. Wir hören wieder Musik aus deiner Jugend. Rick Kua, Unchained. Bevor wir das machen, geben wir noch schnell die Nadelnummer durch, für die erst jetzt eingeschaltet haben. Und vielleicht sich ein mitreissen vom Manuel, der hier sehr enthusiastisch redet. Das macht mir richtig Spass, dazu zu hören. Ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Podcast sehr spannend ist auch bei euch. Muss ich dann wirklich mal reinhören. Meine Nummer ist 079 930 55 88. Das ist die Studionummer von Radio Blitz. Wenn ihr eine Frage habt, an Samuel oder an seinen Gast, an Manuel. Und die könnt auch direkt über die Metal Church Nummer schreiben. 079 739 0959. Wenn ihr eine Frage habt auf eines von diesen zwei Nummern, dann werden wir das am Schluss von diesem Gespräch die Fragen durchgehen. Und jetzt hören wir uns an Rick Kua mit Unchained. Tried to get away, looking for the chance to go another way. Thought nobody needs me, love was a lie. Had me in shackles, couldn't say goodbye. But I feel the truth coming on. Been in the dark for so long. No more shadows, no more pain. Unchained from the spell, let loose from a heartbreak hell. Unchained, now I'm free. My life is whatever you want it to be. Held on to a dream longer than I should. Dreams hurt more than I thought they could. Shining like gold, thought it was my destiny. Shot so high to end up on my knees. Now I hear the beating of a heart. Sounds like a life is gonna start. No more prisoners, I'm not the same. Unchained from the spell, let loose from a heartbreak hell. Unchained, now I'm free. My
Unchained from the spell, let loose from a heartbreak hell. Unchained, now I'm free. My life is whatever you want it to be. Das Leben, das kann sein, was auch immer du willst. Da ist mir etwas in den Sinn gekommen, ich finde, das passt zu deinem grossen Thema, wo du in deiner Dissertation, deiner Doktorarbeit in der Theologie gemacht hast. Die Frage von, wie ist das mit Vorherbestimmung? Gibt es einen Plan fürs Leben oder ist da irgendwie, kann man da selber tun und lassen? Willst du es doch ein bisschen, ich fände es schön, wenn du es ein bisschen reinnehmen in die Thematik. Du kannst natürlich nicht die ganze Zeit erzählen, aber gleich so, wie ist dazu gekommen, was bewegt dich oder was hast du vielleicht auch rausbekommen, wo findest du das wichtig für Leute heute? Sehr gern. Vielleicht muss ich den Hintergrund ein bisschen aufschliessen. Ich bin aufgewachsen mit einem relativ steilen Verständnis von Schicksal oder Vorherbestimmung. So. Also, das habe ich so christlicherseits eingeimpft bekommen, irgendwo alles verläuft nach einem guten Plan. Also Gott hat quasi etwas im Sinn mit uns und er steuert und lenkt unser Leben. Und das hat sich dann auch oft gezeigt im Zusammenhang mit Leiterfahrungen, mit Schicksalsschlägen, wo Menschen erlebt haben, dass man dann ganz fest überzeugt ist, das passt alles zum wunderbaren Plan Gottes, das hat alles irgendeinen Sinn und hat das dann den Leuten auch teilweise gefragt oder ungefragt untergejubelt, so quasi, dir passiert das jetzt, aber dir wird irgendwann klar sein, dass es genau so hat müssen sein und dass es richtig und gut ist, dass es passiert ist und so. Und das hat mich umtrieben schon seit ich zurückdenken kann, aber vor allem natürlich, weil wir dann selber als Familie ganz einen tragischen Autounfall hatten, wo ich als 11-Jähriger mit dabei war und schwer verunglückt bin. Unsere Familie ist eigentlich, man könnte sagen, wirklich im Tod vom Karren gesprungen. Wir hätten alle problemlos quasi können das Leben verlieren. Also die Polizei ist vor dem Auto gestanden, wo komplett demoliert war, im rechten Winkel knickt in der Mitte und hat buchstäblich nicht geglaubt, dass irgendjemand lebendig aus dem Auto geborgen worden ist. Und das ist eine Erfahrung, die ich als 11-Jähriger gemacht habe, wo unsere Familie tief geprägt hat, wo uns immer wieder eingeholt hat. Mein Bruder ist seitdem hat ein schweres Schädel-Hirntrauma gehabt und ist geistig und körperlich beeinträchtigt seit dem Unfall. Ich selber habe fast ein Bein verloren. Mir hat ein Bein abgerissen beim Unfall. Das klingt jetzt so krass, aber es ist wirklich so, ich bin rausgesprungen und das Auto ist nachher auf mich draufgefallen und hat mir ein Bein fast abgetrennt. Ich bin fast ein halbes Jahr im Spital gewesen, 25 Operationen gehabt, um das alles wieder anflicken. Das hat Spuren hinterlassen. Das hat so Fragen aufgeworfen, wo mich dann eigentlich, ich meine, das war mit 11 gewesen, kurz vor der Pubertät irgendwie, und das hat mich meine ganze Jugendzeit begleitet. So, was soll das eigentlich, wenn so Sachen passieren? In welchem Verhältnis steht das, was mir widerfährt, halt auch gerade ein Leidvolle, in welchem Verhältnis steht das eigentlich zu meinem Glauben an Gott? Und die Antworten, wo ich damit aufgewachsen bin und wo auch viele Leute uns mit guten Absichten, ich will da gar niemandem irgendetwas unterstellen, aber viele Menschen glauben, das ist wahnsinnig tröstend. Für mich ist es dann oft gar nicht tröstend gewesen, was uns denn da angeboten worden ist an Erklärungsversuchen. So quasi, ja, du wirst Gott mal noch danken, dass der Unfall passiert ist, weil so viel Gutes daraus entstanden ist und pipapo und dann die ganzen Metaphern, wo man hat für das, um das erklären. Das Leben ist wie ein Teppich und wir sehen nur die Unterseite und das ist ganz chaotisch und Gott sieht die Oberseite und das ist ein wunderschönes Muster und so. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, fuck it, das gibt niemals ein wunderschönes Muster, das passt einfach nicht. Und dann bin ich als junger Mann quasi schon im Theologiestudium bin ich auf eine Bewegung gestoßen im amerikanischen Raum, wo
wie probiert Sachen auch auf dem Hintergrund von Leiderfahrungen, genau auf dem Hintergrund von dieser Frage, wie steht eigentlich Gott zum Bösen, probiert die Sachen völlig anders zu stricken und hat eigentlich eine Theologie vom Abenteuer gestrickt. Er hat gesagt, wir müssen das anders denken, nicht ein ewiger Plan, wo Gott verfolgt, wo alle leidvollen Ereignisse und Schicksalsschläge schon drin verbaut sind, oder? Und Gott hat das genau so wollen, wie es passiert ist, sondern wo er sagt, nein, wir müssen unser Leben und die Schöpfung, das Universum an sich, als ein grosses Abenteuer verstehen. Gott begibt sich mit seiner Schöpfung auf ein unberechenbares Abenteuer. Er ruft eine Welt ins Leben und fängt eine Geschichte an mit dem Mensch, ganz besonders mit dem Mensch auf dieser Erde. Und er hat die Geschichte nicht einfach 100% im Griff. Und er kann auch nicht genau absehen, was aus dem wird. Aber er will zum Mensch in eine echte, lebendige, authentische Beziehung treten, in eine Wechselbeziehung, wo der Mensch selber nicht nur eine Marionette ist an den Fäden vom Schöpfer, sondern wo der Mensch selber kann mitgestalten, wo er kann Einfluss nehmen, wo er kann Entscheidungen treffen, wo er sich Gott auch kann widersetzen, wenn er will. Aber wo insgesamt dann eine Geschichte und eine Beziehung entsteht zwischen Gott und Mensch. Und das ist wie ein Abenteuer. Und das hat mich gepackt. Da habe ich gefunden, irgendwie passt das so viel besser zu meinem eigenen Erleben. Es passt sogar viel besser zu meiner eigenen Bibellektüre. Jetzt sind sicher nicht alle bewandert in den biblischen Geschichten und so, aber wenn man die Bibel liest, dann finde ich es einen unglaublichen Kraftakt und auch ein unglaublicher Zwang, wo diesen Büchern angetan wird und diesen Geschichten, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt ein fixer, vorgefertigter Plan, der hier abläuft. Man hat eher das Gefühl, das ist ein total chaotisches Hin und Her zwischen Gott und dem Mensch, zwischen Gott und Israel und so weiter. Da geht's in die Wüste 40 Jahre, in der Irre, die irren umher da und wissen nicht, was angeht. Und dann tappen sie dort wieder drin und tappen da wieder drin und so. Also du hast wie das Gefühl, nein, das ist eine lebendige, dynamische Geschichte, die sich da abspielt. Und wie es genau rauskommt, das weiss eigentlich keiner von den Beteiligten. Und Gott lässt sich um seiner Liebe zum Mensch willen, lässt er sich ein auf die Geschichte. Über das habe ich dann meine Diss geschrieben, wie mich das fasziniert hat und wie ich bis heute finde, auf dieser Spur finde ich treffendere Antworten auf meine grossen Lebensfragen. Also das finde das sehr überzeugend. Ich glaube, ich habe nicht ganz so ein enges Korsett mit auf den Weg bekommen. Darum habe ich nicht ganz die Befreiung gebraucht, wie du das so erlebt hast. Aber ich glaube, die Dynamik, die ist mega wichtig. Und, aber was mich so fasziniert, ist, wie gleichzeitig so, glaube das Gott sagt, er kommt das Ziel, oder, mit uns. Er wird, vieles ist auch noch nicht klar. Ich würde sagen, wenn ich meine eigene Geschichte anschaue, sehe ich auch Sachen, wo ich viel mal da sehe ich so etwas wie, schon wie ein Plan, aber das ist nicht fix. Es ist wie ein Ziel und die Wege sind manchmal krumm und da wirken auch alle ein bisschen unterschiedlich drin. Ich selber, manchmal besser, manchmal weniger gut, aber da gibt es auch noch andere Leute, die halt eben auch zum Besser oder zum weniger Guten hineinwirken. Aber Gott kommt zum Ziel mit diesem Abenteuer. Exakt. Also ich habe ja ein kleines Büchlein dann geschrieben im Nachgang von meiner Diss mit dem Titel «Gott hat keinen Plan für dein Leben» und dann der Untertitel «Aber 1000 Möglichkeiten, mit dir ans Ziel zu kommen». Und das finde ich, das fasst eigentlich zusammen, die Überzeugung zusammen, zu der ich gelangt bin auch. Also es gibt nicht einen Plan, wo du kannst... also wenn man das durchdenkt, dann geht es ja auch irgendwann nicht auf, wenn man das mal überlegt und denkt, okay, Gott hat irgendwie eine Frau für mich vorherbestimmt. Und wenn ich jetzt die falsche Frau heirate, dann fehlt die jemand anderem gegolten hätte, dann fehlt die ja dem anderen und dann geht das komplette System an den Arsch, oder? Dann geht es gar nicht mehr auf. Und, also in vieler Hinsicht funktioniert das ja so gar nicht. Und ich glaube, man darf sich von dieser Vorstellung verabschieden, dass es muss einen Plan geben oder auch jetzt ein bisschen weniger christlich und weniger so kirchlich sozialisiert, dass es irgendwie einen richtigen Weg gibt. Und wenn du den verpasst, wenn du da eine falsche Entscheidung getroffen hast, im Beruf, in der Liebe, wo auch immer, dann
dann ist eigentlich nur noch, dann ist Reservebank, dann hast du es verkackt. Dann gibt's eigentlich, dann kannst du einfach schauen, wie das Leben über dir zusammenbricht und so. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege, wo man kann sein Glück finden und wo man kann seinen Frieden finden. Und auch, man kann auch sein Glück und seinen Frieden noch finden, wenn man gewisse Sachen episch verkackt hat. Und auch im Rückblick muss ich sagen, das ist, glaube ich, wirklich nach allem, was ich beurteilen kann, einfach eine falsche Entscheidung gewesen. Das ist nicht das Senf vom Leben. Es geht weiter. Ja. Das ist hoffnungsvoll, mega hoffnungsvoll. Kannst du noch einmal den Titel nochmal wiederholen? Weil ich glaube, als A ist ein Büchlein, das sich lohnt zum Lesen, man muss nicht die ganze Zeit lesen. Und eben, glaube ich, wirklich so eine Zusammenfassung von der Message, bevor man dann wieder Musik hört. Ja, sehr gern. Es ist auch sehr ein kurzes, prägnantes und mega gut lesbares Bücher, wo ich viel von meiner Geschichte auch erzähle. Es heisst, Gott hat keinen Plan für dein Leben. Und dann im Untertitel aber 1000 Möglichkeiten, mit dir ans Ziel zu kommen. Amen, Bruder. To hell with
Blitzableiter. Rock und Metal. Ja, das war ein Klassiker vom White Metal, Striper to Hell with the Devil. Und ich glaube, damit sind wir eben auch schon beim nächsten Gespräch ein bisschen anbelangt. Gott und der Teufel und die Religion und der Metal. Du hast ja auch, ich weiss von dir, ein ganz spannendes Erlebnis eigentlich gemacht mit den ganz bösen Buben im Metal. Magst du uns mal etwas erzählen? Was hast du erlebt in Basel mit den bösen Metal-Buben? Ja, voll. Also ich habe dort als Pastor geschafft und wir haben uns als Kirche eigentlich im Untergeschoss in so einer Mehrzweckhalle oder so einem Veranstaltungsraum getroffen. Und einmal bin ich nach dem Gottesdienst zu Abend, wir haben also Morgen- und Abendgottesdienst gehabt, und nach dem Abendgottesdienst irgendwie am 9, halb 10 raufgekommen und dann ist dort im Gang, quasi kurz vor dem Ausgang, ist ein Typ gestanden mit einer Whiskyflasche in der Hand und relativ einschüchternde Erscheinung, sage ich jetzt einmal, der ganze Arm und Hals und so zutätowiert mit allen möglichen Symbolen und auch Bilder, die unter 18 Jahren nicht geeignet sind, und er hat geschumpfen und geflucht wie ein alter Pirat, oder ihr verdammte Christen, ihr Heuchler, ihr elende Pharisäer und so. Und ich habe dann gemerkt, das ist auch der Grund, warum so viele Leute nach dem Gottesdienst unten geblieben sind, weil die sich gar nicht getraut haben, an ihm vorbei. Man hätte wirklich in einem relativ schmalen Gang an dem tobenden, wie soll ich sagen, Satanist vorbei, oder? Und ich habe dann mit ihm geredet und habe ihn probiert, auf die Seite zu ziehen, und habe dann gemerkt, dass seine ganze Band, der ist Gitarrist in einer Band, und die hocken da im Restaurant nebendran, wo wir als Kirche immer genutzt haben, um nach dem Gottesdienst noch etwas trinken zusammen und schwätzen und so. Das sind einmal wirklich unzählige Gottesdienstbesucher sind dort noch hin. Und dann bin ich zu dieser Band an den Tisch gesessen, eigentlich ein bisschen, um Schlimmeres zu verhindern, zum schauen, dass das da nicht eskaliert und zum ihn aus dem Gang bringen. Und dann habe ich gemerkt, die haben eine unglaubliche Freude gehabt an der Provokation. Das ist eine Band, so eine Thrash-Metal, Death-Metal-Band gewesen, namens Zombie Wolf haben die geheissen. Und ich habe die dann so kennengelernt an dem Abend, mit ihnen geschwätzt, und die haben, also zum Teil sind völlig ausfällig geworden und alles, aber wir haben gleich, ich habe den ganzen Abend mit denen verbracht, und irgendwie haben sie dann am Schluss gefunden, ja, du bist aber einer von den Guten, du darfst wieder kommen, oder? Und das habe ich wirklich gemacht. Ich bin dann buchstäblich 2 bis 3 Jahre lang bin ich eigentlich mehr oder weniger nach jedem Gottesdienst. Die sind immer dort am gleichen Tisch gesessen, haben das zu ihrem Stammlokal auserkoren. Nach ihren Bandproben sind sie dort Bier trinken. Und ich bin jahrelang einfach jeden Sonntagabend, nachdem ich mit allen Leuten geredet habe und pastorale Pflichten verrichtet habe, und so bin ich dann zu dieser Band und habe praktisch bis Mitternacht jeden Sonntagabend noch mit ihnen verbracht und geschwätzt und so. Und das ist sehr faszinierend gewesen, um die Leute kennenzulernen. Es sind ganz, ganz auch tolle Menschen gewesen, auch mit sehr bewegten, zum Teil auch irgendwo zerbrochenen Geschichten. Und einen habe ich eben besonders gut kennengelernt. Das ist der Leiter von dieser Band, oder der Gitarrist von dieser Band. Das ist eben der da mit der Whiskyflasche uns entgegen geschrauen hat. Und das ist irgendwo bewegend gewesen, zum merken, wie offen die Menschen gsi sind, wie ehrlich sie denn auch geworden sind. Irgendwann haben sie haben mich dann so quasi als ihren Band-Seelsorger, sie haben immer ein Problem gehabt mit den Drummer. Ich weiss nicht, ob das repräsentativ ist für Metal-Bands, aber sie haben einfach ihren Drummer alle halb Jahre mal austauscht, oder? Von denen haben sie durchgelassen am Laufmeter. Dann sind immer neue Drummers, haben sie vorgestellt. Und dann bin ich einmal nach dem Gottesdienst zu denen völlig selbstverständlich zu dieser Band angehockt, und dann ist der Drummer, wenn es einen neuen Drummer gibt, ist immer ganz konsterniert gewesen, was macht das der Typ an unserem Tisch? Und dann haben sie gesagt, weißt du, das ist unser Papst, das ist unser Bandseelsorger, das ist unser Priester und so. Die haben mir alle möglichen Titel gegeben. Und ich habe dann gemerkt, sie haben mich irgendwie ein Stückchen ins Herz geschlossen, und ich sie auch. Sehr schätzen gelernt.
ein spezielles Erlebnis dann gehabt. Ich glaube schon in dieser Zeit, wo die Band sich dann langsam aufgelöst hat und irgendwie sind dann eine neue Band noch konstituiert in anderer Besetzung und ich habe es dann irgendwann auch ein bisschen aus den Augen verloren, wie sie sich nicht mehr dort getroffen haben und so. Aber ich bin dem Gitarristen nochmal begegnet und habe mit ihm eins getrunken und dann hat er so erzählt und gesagt, ja weisst, ich weiss ja so wie ich lebe, ich werde ja nicht alt werden. Also irgendwie beschäftige ich mich seit langem auch mit der Frage nach dem Tod. Und dann hat er irgendwie in einer ganz eigenartigen Mischung aus Humor, Augenzwinkern, aber auch einer tiefen Ernsthaftigkeit, der dann gesagt, weisst, manchmal werde ich ganz kindisch und dann wünsche ich mir, dass am Schluss, wenn es mit mir mal zu Ende geht, dass am anderen Ende irgendeiner auf mich wartet und mich umarmt und mir sagt, ist schon gut. Und das hat mich so berührt, das hat mich so bewegt irgendwie, das von ihm zu hören, wie er mir das sagt, so eine gewisse Hoffnung und auch eine Sehnsucht danach, dass irgendwo, ich sage es jetzt in den Wort von einer Poetin, wo mir das mal so gesagt hat, dass es jemanden gibt, wo unser Leben zu einem guten Ende erzählen kann. Und das ist mir mega geblieben. Das ist eines der letzten Mal, wo ich ihn überhaupt gesehen habe. Also, den gibt es sicher immer noch, aber der Kontakt hat sich dann verlaufen. Aber die Aussage, dass er sich wünscht nach einem Leben, wo viel erlebt hat schon, also, dass er sich wünscht, dass am anderen Ende einer ihn in die Arme schließt und sagt, es ist gut. Ja. Du hast ja am Anfang von der Sendung erzählt, wie du so geprägt worden bist, eben so die bösen Metaller, also Inbegriff, oder die Verkörperung von Angst vor Satanisten, die da die Weltherrschaft antreten und gegen die Christen. Wie hat das verändert, die Begegnung mit diesen Leuten? Oder wie siehst du heute so die Metal-Szene, aber vielleicht allgemein auch die Frage so nach eben Okkultismus, Satanisten, so die Klischees und so, die man so kennt? Also ich bin mit einer enorm starken Satanismus und Okkultismus-Angst aufgewachsen. Das hat man uns wirklich eingeimpft, dass es da Menschen gibt, die mit dem Teufel im Bund sind und dass es da ganz, ganz unheimliche Phänomene gibt und dass man da unbedingt muss Finger davon lassen. Und witzig ist ja, wenn du das als Teenager hörst, dann hast du so eine du hast so eine ambivalente Reaktion. Einerseits findest du das ganz schlimm und hast Angst vor dem. Und ich habe das wirklich gehabt. Ich habe als Teenager ganz, ganz wirklich tiefgreifende Ängste bis hin zu Albträumen gehabt und so vor so okkulten, satanistischen Phänomenen und so. Und gleichzeitig hast du ja dann auch eine eigentümliche Faszination für das. Also der Abend, es hat immer mindestens einmal im Jahr hat es mit grosser Zuverlässigkeit einen Abend gegeben, wo irgendein Referent eingeladen worden ist und über das Thema Satanismus, Okkultismus geredet haben. Da ist die Bude geragelt voll gewesen. Oder gerade die jungen Leute, die haben das hören, die haben die Geschichten hören. Es war eine Faszination, aber auch eben Angst und auch, ich würde sagen, im Rückblick würde ich sagen, natürlich eine völlig undifferenzierte Verurteilung von Sachen, wo das Urteil gar nicht verdient haben. Also man hat uns wirklich so viel auch Bands und ganze Musikgenres einfach abspenstig gemacht, wie man gesagt hat, das ist teuflische Musik und hat das dann begründet mit den hanebüchensten Begründungen quasi. Also ich habe so viel geile Musik verpasst in meiner Jugendzeit, weil ich dachte, ich darf das nicht hören und AC/DC ist vom Teufel und Metallica und weiss ich was. Und man hat halt auch, also man hat ganz vieles nicht verstanden, würde ich sagen. Man hat nicht verstanden, dass es einen grossen Kosmos von Symbolen gibt, wo nicht wollen und müssen wörtlich genommen werden, sondern wo irgendwo stehen für ganz andere Sachen oder vielleicht auch für ein Abgrenzungsbedürfnis oder für eine gewisse Rebellion, manchmal auch für eine Lust an der Provokation oder so, die ganzen Iron Maiden Covers und so. Meistens ist es ja dann so, wenn du die Leute kennenlernst oder die Bands, von diesen Bands hörst oder so, jetzt von den grossen Bands, dann merkst du, die sind inzwischen quasi im Bürgertum angekommen, die haben Familie, die haben Kinder, die gehen irgendwie am Samstag an Fußballmatch von ihrem Sohn
Sohn und als Ballettaufführung von ihrer Tochter. Und das sind nicht Leute, die in ihrem Keller irgendwie Frauen malträtieren und Kind fressen oder so. Das ist so. Aber die Angst kommt schon aus einer Unfähigkeit raus, irgendwo die Zwischentöne zu lesen. Und man hat dann das alles verteufelt und das Gefühl gehabt, das ist alles irgendwie satanistisch. Und ich muss sagen, der Kontakt mit dieser Band, die haben ja dann auch sich wirklich so satanistisch gebärdet und so. Aber ich habe dann, vielleicht die wichtigste Erkenntnis war, das sind richtige, authentische, echte Menschen mit Gesichtern, mit Geschichten, mit Zerbrochenheiten, mit Sehnsucht, mit Humor, mit Abgründen. Das sind richtige, normale Menschen. Und das hat mir ganz viel Ängste abgebaut auch. Mhm. Und ich habe mich dann im Nachhinein, mich ein bisschen mehr beschäftigt. Ich habe letztens sogar 2 Podcast-Folgen gemacht zum Thema Satanismus und dann das auch ein bisschen aufgerollt und gemerkt, dass wirklich den grossen Teil von der Ängste und von der Panikmache gegenüber Satanismus wirklich unberechtigt ist, dass der allergrößte Teil auch von den satanistischen Vereinigungen und Bewegungen eigentlich nicht an eine wörtliche Existenz vom Teufel glauben, sondern vielmehr Atheisten sind. Ich würde es so zusammenfassen: Atheisten mit Lust an Provokation und mit einer gewissen Spitze gegen Kirche. Das merkt man schon aus das Christentum. Ich meine, der Satanismus ist ja ein Stückchen parasitär auf dem Christentum. Der Satanismus gibt es nur, wie es Christentum gibt. Und wie es Leute gibt, die aus irgendeinem Grund das Gefühl haben, sie müssen sich so weit wie möglich distanzieren von dem Christentum. Und was ich dann gemerkt habe in der Auseinandersetzung, die Kritikpunkte, die sie haben, sind absolut bedenkenswert. Absolut. Also die haben sicher ein einseitiges Bild vom Christentum. Aber was sie anprangern, wie sie Fundamentalismen anprangern, wie sie Engführungen anprangern, Gesetzlichkeiten und so weiter, da haben sie einen absoluten Punkt. Sie machen es halt einfach in einer Art und Weise, wo jetzt für die ganz fromme Crowd einfach so abschreckend ist, dass sie das eigentlich nur mit dem Höllenmeister persönlich in Verbindung bringen, oder? Genau. Ja, das erlebe ich auch so. Es gibt natürlich auch die anderen, man kann tatsächlich da drin versumpfen. Die Geschichten gibt es auch, da habe ich auch schon leider gesehen, aber ich teile das. Ich glaube, du hast da wirklich einen Punkt. Ich sehe das auch so. Also, das kann man jetzt auch nachlesen, zum Beispiel der Otto Georg Schmid, einer wahrscheinlich der renommierteste und ausgewiesenste Kenner von Sekten und Weltanschauungen, religiösen Sondergruppen, sagt man heute. Der kann ganz viel erzählen. Es gibt Podcasts mit ihm über Satanismus, wo er erzählt und wo er auch deutlich macht, dass der allergrößte Teil von dem Phänomen eigentlich relativ harmlos ist, aber wo er schon auch sagt, er hat immer wieder Fälle von Leuten, die sich in einer Art und Weise auch jetzt nicht nur dem symbolischen Satanismus hingezogen fühlen, sondern auch einem religiösen Satanismus, der wirklich Ritual pflegt. Und es gibt dann Leute, die eine schwierige psychische Disposition auch haben, die irgendwie neigen zu Psychosen und so weiter, wo da in einen Strudel geraten, wo eigentlich negative, zerstörerische, selbstzerstörerische oder fremdzerstörerische Kräfte wirklich bestärken. Und es gibt natürlich Fälle, das kann man nicht wegdiskutieren oder schönreden. Es gibt natürlich Fälle, wo Leute komplett überticken und zum Beispiel im Namen vom Satan nachher irgendwelche Kriminaltaten bis hin zu ganz grässlichen Mord begehen. Das gibt's, aber es gibt's eben nicht zu Zehntausenden, wie man im Zug von dieser Satanic Panic immer gesagt hat, sondern das gibt's ganz, ganz vereinzelt. Aber es kommt vor. Und das ist bedenklich natürlich. Aber wir werden jetzt wieder schauen, mehr so die allgemeinen. Und wir schauen nochmal in einen Song rein, wieder aus deiner Jugend. Du hast gesagt, die Band, die ist mir die nachgereicht. Oh, die habe ich ganz vergessen. Wir hören 3 in Europe. Signs of the Time. Zeichen von der Zeit.
'cause day and night she's waited patiently. Now a different kind of world out there is to be found. It's over now for everyone to see. This is the way it's meant to be. It's the way that we make things right. It's the way that we hold on tight. I know it's the sign of the times. It's the way that we make things turn. It's the way that we live and learn. I know it's the sign of the times. It wakes him up, he turns around, and now he's gone. He's been waiting for this moment desperately. Now the time is right, he's turning back, he's going home. It's over now for everyone to see. Oh, this is the way it's meant to be. It's the way that we make things right. It's the way that we hold on tight. I know it's the sign of the times. It's the way that we make things turn. It's the way that we live and learn. I know it's the sign of the times. And every time it's on my mind, I feel so insecure. It worries me to end up here alone. Every time I realize I need her more and more, yeah. I'll never make it on my own. Oh, yeah. It's the way that we make things right. It's the way that we hold on tight. I know it's the sign of the times. It's the way that we make things turn. It's the way that we live and learn. I know it's the sign of the times. It's the way that we make things turn. It's the way that we live and learn. I know it's the sign of the times. Yeah, Ich spring gerade rein, weil bei diesem Song kann man vielleicht zeigen, oder anhand von dieser Band kann man zeigen, was ich eben geil finde am Metal. Und das ist, also ich empfinde das zumindest so, dass bei Metal Music einfach ein Handwerk, das musikalische Handwerk wirklich wichtig ist, wirklich eine Rolle spielt. Und ich weiss es noch so, ich habe Metal-Fans bis heute, die mir erzählen, wo begeistert erzählen von irgendwie, keine Ahnung, von einem, wo irgendwie auf den Drums irgendwie Double Bass Drum hinkriegt in deren und deren Frequenzen, so wie man das feiert, wie Leute einfach noch ihre Instrumente meistern, oder? Und bei Europe gibt's so zumindest den Mythos, wo man erzählt, dass der Gitarrist teilweise monatelang für ein bestimmtes Solo geübt hat und einfach monatelang einfach den Teil spielt, bis jeder Ton sitzt, oder? Und das finde ich eigentlich geil beim Metal, dass ich das Gefühl habe, das sind Leute mit einer Leidenschaft für Musik, aber wo wirklich einfach die Stunden und die Hunderte und Tausende von Stunden investieren, um ihr Instrument meistern und um das auch live können abliefern und nicht einfach Play drucken oder retortenmäßig und nicht einfach so quasi heute, du kannst ja alles irgendwie von der Konserve abspielen, du kannst heute mit irgendwie, wie heisst es, mit
dem, du kannst Tonhöhe regulieren und alles, Autotune und so, da kann im Prinzip jeder singen und so, aber so die Leidenschaft und auch der Stolz, so zum sagen, hey, wir bringen das live, wir liefern das live ab und dann auch in Konzerten, wo dann 1,5 Stunden, 2 Stunden gehen, sie einfach durchbrettern, 2 Liter Schweiß vergiessen und einfach bis zum Schluss den Ehrgeiz haben, um ihre Performance abrufen. Das finde ich schon geil. Das ist eine geile Haltung zu der Musik irgendwo. Genau. Im scharfen Kontrast zu irgendwie zu denen. Ich meine, ich bin ja auch, ich hoffe, jetzt schaltet niemand aus, wenn ich das sage, oder? Aber ich habe ja auch so eine grosse Ader für elektrische Musik und so. Und ich liebe die alten Synthesizer und so. Und wo auch eine gewisse Wärme, wo auch eine grosse Kenntnis von der Musik und so und von den Instrumenten natürlich voraussetzt. Aber was zum Teil bei DJs dann läuft, wo man jetzt hypt als DJ und im Prinzip muss ich sagen, ich weiss immer, wenn die das filmen, ich weiss nicht, was die genau noch machen dort, weißt, es ist schon, ich habe auch schon DJ gemacht früher und das ist früher, wenn du mit Platten auflegst, das ist es wirklich noch eine Challenge gewesen, du musst das Zeug synchronisieren und schauen, dass BPMs kannst anpassen, dass du langsam steigerst und so, dass es irgendwie ineinander übergeht und dann gibt's ganz verreckte Sachen, wo dann noch 2 Songs blendet und dann überblendet, dann kommt da wieder und dann kommt das Motiv vom anderen Song wieder und das ineinander, das gibt's ja die geilsten Sachen, oder? Aber heute hast du irgendwie, das ist alles digitalisiert, das ist alles auf der Harddisk, oder? Ich weiss aber nicht, was die an diesen fucking Knöpfchen noch umdrehen, weißt du? Das ist irgendwie so, da wird gedrillt und gehebelt und geschaltet und gewaltet und du denkst ja, es kommt ja sowieso das, was sie vorher aufgenommen haben, oder? Genau, da bin ich ganz bei dir. Genau, ja. Aber dann müssen wir vielleicht mal ein Gespräch führen mit jemandem. Vielleicht ist es dann gleich auch wieder komplexer, genau. So ja, bestimmt. Aber ich denke, wenn es darauf ankommt, bei den grossen Acts und so, ich weiss aber nicht, ob man sich dann halt nicht einfach darauf verlässt, dass man das vorher sehr gut eingetütet hat, oder? Das gibt's ja, also, ich weiss jetzt nicht, ich sage jetzt mal im Schlagerbereich oder so, ich weiss nicht, ob es irgendjemand gibt, der da noch live singt. Das ist quasi, das ist Playback. Und also spätestens, wenn die Fernsehkamera rum sind, dann wissen wir, das ist alles nicht mehr noch Playback. Und vormängisch ist eben auch schon, wie es um zu viel geht, oder wie die Leute tatsächlich dann sagen, ja, aber auf der CD jetzt anders dort. Das ist vielleicht auch schwierig, und tatsächlich, dass heute die Qualität auch von den Heimanlagen und so weiter und auf den Kopfhörer so gut ist im Vergleich zu den 80ern, wo du aufgewachsen bist, dass natürlich auch die Qualitätsansprüche natürlich gigantisch in die Höhe gewachsen sind. Insofern ist es ja schwierig, tatsächlich dem gerecht zu werden. Ja, das stimmt. Aber eben, das ist ja das Geile bei Metal, dass es so, auch so ein bisschen rough and dirty darf sein. Dass sie irgendwie du nimmst einen schrägen Ton in Kauf, wenn du dafür siehst, dass irgendwie der Axl Rose irgendwie von Guns N' Roses einfach irgendwie auf der Bühne rumsäckert wie ein Irrer, weißt du, und irgendwie 100, wirklich im Sprint quasi noch singt und so, oder? Das ist irgendwie, hat ja auch seinen Wert und seinen Reiz, oder? Genau. Also ich glaube, das ist wirklich so, du bringst das auf den Punkt für mich auch, was der Metal ausmacht. Du hast heute Abend schon gut Storytelling gemacht. Ich finde auch da wieder, du hast auf den Punkt gebracht, was der Metal ausmacht. Ich glaube, bevor wir doch zum letzten Thema, das wir noch vorbereitet haben, gehen, lassen wir gleich schon mal die Musik Guns N' Roses anteasern. Ja, genau. Wir lassen ein bisschen, das passt nämlich zum Thema, auch der nächste Song, der auch noch zusammen Signs of the Times von Europe und Guns N' Roses Paradise City zusammen. Das ist, glaube ich, perfekte thematische Gespann für den nächsten Block. Der Blitzableiter. Rock und Metal. Take me home.
Take me down to Paradise City where the grass is green and the girls are pretty. Also Verlockung, dort, wo es wunderbar ist, dort will ich an den Wunsch. Es gibt eben als Zeichen von der Zeit von Europe, wo wir vorgehört haben, so einen Trend auf Social Media und so auf YouTube. Der hat die sogar ins Fernsehen gebracht, weil er dich als Philosoph, haben sie da gesagt, jetzt sogar nicht Theologe, gell? Eingeladen haben in die Sternstunde Philosophie. Ja, genau. Mit dem zu tun hat, manifestieren. Ich weiss nicht, ob ihr die Heime von dem schon mal gehört habt, aber es ist ein riesiges Ding. Was ist das? Manifestieren. Jetzt machst du das Fass noch auf, Samuel. Es ist, also gut. Es hat schon einen Metal-Bezug, nämlich in der Negation vom Ganzen. Musst du schauen. Ja, manifestieren ist ein grosser Trend in den sozialen Medien, vor allem auf TikTok, unter Jugendlichen sehr beliebt worden in den letzten Monaten und so 2-3 Jahren. Hat Millionen oder sogar Milliarden von Hashtags generiert und Aufrufe generiert. Grundsätzlich geht es darum, sich sein Leben, den Verlauf von seinem Leben auszumalen und sich quasi Gutes vom Universum zu wünschen. Und die Idee dahinter ist, dass es eine Art wie einen wunderbaren Mechanismus gibt, eine Logik vom Universum, dass wenn wir an bestimmte Sachen denken, wenn wir bestimmte Erwartungen hegen, dass sich die Gedanken und Erwartungen dann in Realität manifestieren. Darum heisst es manifestieren. Ich tue mir quasi etwas ausdenken. Ich tue in meinem Kopf ich an etwas ganz fest glauben, ganz fest erwarten, dass mir das zuteil wird. Und indem ich das mache, wird ein universaler Mechanismus, es ist dann dreht vom Gesetz von der Anziehung, wird aktiviert und dann kommt mir das zu. Und es geht ganz oft, nicht ausschliesslich, aber doch sehr zentral und sehr mehrheitlich, geht es um ganz, sag ich jetzt mal, materielle Güter. Also Menschen manifestieren sich ihren ersten Ferrari, sie manifestieren sich ihres Traumhaus, sie manifestieren sich ihren Traumjob. Oft geht es auch um Partnerschaft, also man manifestiert sich seinen Traumpartner und malt sich den vor Augen und schreibt auf eine Liste mit 200 Eigenschaften, die der muss erfüllen, und dann tut man das wie abbetten, dann tut man wie die Liste verinnerlichen, und zwar nicht im Sinn von, ich hätte den ganz, ganz gern, ich will unbedingt und so, sondern im Sinn von, ich habe den schon, der Partner gehört schon mir, das Auto gehört schon mir, das Haus gehört schon mir, ich besitze das schon. Man muss sich in die Geisteshaltung versetzen, wo eigentlich bereits bekommen hat, was man sich in Wahrheit wünscht, und dann wird das auch eintreten. Dann wird es Realität, dann wird es materiell manifest. Exakt. Wo siehst du, das klingt grundsätzlich positiv und gut, wo siehst du das Problem von dem Ganzen? Ja, es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach. Es gibt auch Leute, die etwas anderes behaupten. Es ist ein Scheissdreck. Ja, es ist natürlich bei all diesen Sachen so, dass immer einige wenige gibt. Das ist wie bei diesen Pyramidensystemen, oder? Es gibt immer einige wenige, die davon profitieren und wo das dann als exemplarische Beispiel können vorzeigen. Ich bin mit dem reich geworden. In Tat und Wahrheit sind sie mit denen reich geworden, wo dem Ganzen auf den Leim kriechen und quasi ihre eigenen Hoffnungen und mit den Hoffnungen kannst du nicht leben, mit ihres eigenen Geld investieren, um das in ihrem Leben auch zu sehen. Und es ist natürlich ganz oft so bei diesen auch Manifestationscoaches und Manifestationsseminaren und so. Das kostet alles gutes Geld. Und irgendwo an der Spitze der Pyramide gibt es sicher Leute, die mit dem tatsächlich wahnsinnig erfolgreich sind. Und was man auch muss sagen, es gibt sicher Leute, ohne jetzt unlautere Bereicherungsabsichten, gibt sicher Leute, die einfach wahnsinnig auch privilegiert sind
vom Leben, wo irgendwo, wo sagen, ja, das hat für mich funktioniert, die wären auch erfolgreich und wohlhabend worden, ohne manifestieren, wie sie einfach irgendwo auf der Sonnenseite vom Leben geboren sind, wie sie einfach wie sie unglaubliche Tatkraft mitbekommen haben, unglaubliche psychische Stärke, ein Startkapital von den Eltern, ein Aussehen, wo wahnsinnig hilft, zum erfolgreich zu sein, und so weiter. Also das muss man immer auch einrechnen. Und mein Hauptkritikpunkt, den ich immer wieder stark mache, wenn ich über das rede, ist, das ist nicht, also, weißt, ich habe überhaupt nicht, also, erstens mal, ich persönlich, ich finde positive Erwartungen viel geiler als negative Erwartungen. Ich finde positive Gedanken viel besser. Ich habe viel lieber positive Gedanken als negative. Also ich bin da voll on board, wenn es darum geht, negative Gedanken zu reduzieren und positive zu verstärken. Das ist überhaupt keine Frage, oder? Aber das Problem ist, dass genau der Zwang zum positiven Denken eigentlich die Leute am meisten unter Druck setzt und diesen Leuten am wenigsten gerecht wird, wo vom Leben bestraft werden, wo vom Schicksal heimgesucht werden. Die ganze Ideologie vom positiven Denken und die Ideologie vom Manifestieren, wo eigentlich nichts anderes ist als das, was man in den letzten Jahrzehnten unter positivem Denken promotet hat eine ganz unbarmherzige Rückseite. Und das ist das, was ich jetzt auch überall, wo ich über das geredet habe, wo ich immer wieder angekreidet habe. Weil der Punkt ist ja der, wenn es ein Gesetz gibt, wenn es eine unbeirrbare Mechanik gibt im Universum, wo dazu führt, dass wenn du gute Sachen denkst und gute Sachen erwartest, werden dir gute Sachen widerfahren. Wenn du schlechte Sachen denkst und schlechte Sachen erwartest, werden dir schlechte Sachen widerfahren. Das heisst, im Umkehrschluss, wenn dir schlechte Sachen widerfahren, wenn du heimkommst vom Arzt oder deine Frau heimkommt mit einer niederschmetternden Krebsdiagnose, wenn dein Kind vom Auto überfahren wird, wenn dein Business scheitert, wenn du in einer Depression landest und dich in einer Klinik in der geschlossenen Abteilung wiederfindest, dann ist dir das nur passiert, weil du das Schicksal mit deinen negativen Gedanken angezogen hast. Und das ist jetzt nicht, I'm not making this up, sondern das ist in der Literatur und in den Videos, findest du das immer wieder, dass der Rückschluss explizit gezogen wird, dass man sagt, wenn du krank wirst, wenn dir das und das passiert, dann hast du halt einfach das mit deinen negativen Gedanken angezogen und dann musst du umso mächtiger und kraftvoller mit deinen positiven Erwartungen dagegen heben. Und das ist etwas unglaublich Unbarmherziges für Menschen, die vom Leben nicht nur verwöhnt werden, sondern die zum Teil in tiefe Krise geraten und die ganze Ideologie vom Manifestieren und vom positiven Denken hat eine Tendenz, genau auf die noch einzutreten, die sowieso schon am Boden liegen. Würdest du jetzt sagen, einen positiven Umgang mit dem Schwierigen? Ja. Wie ich ihn jetzt unter anderem im Metal wahrnehme, das ist eben eine andere Art. Eine, die das integriert und nicht quasi versucht wegzutun, sondern dem eben gerade eine Sprache gibt, dort anschauen, das wäre doch eben ein anderer Ansatz, oder? Absolut. Und das ist ja auch, ich rede als christlicher Theologe, das ist ja auch etwas, wo ich an den biblischen Überlieferungen und an der christlichen Tradition wahnsinnig schätze. Dass ich denke, auf weiten Strecken wird da Menschen ausdrücklich die Freiheit geben, auch ihre Zweifel, auch ihre Probleme, auch ihre Kämpfe ungeschminkt zur Sprache zu bringen und nicht den Unterdrückungsmechanismus zu pflegen, wo man denkt, oh, jetzt habe ich einen schlechten Gedanken, ich darf das auf keinen Fall denken, wenn ich das weiterdenke, dann ziehe ich schlechte Ereignisse auf mich und so weiter. Das ist ja eine unglaublich verkrampfte, eine unglaublich zwanghafte Haltung, wo ja auch jeder, der mit Christentum nichts am Hut hat, völlig nachvollziehen kann. Man redet ja davon, unterdrückte Gefühle und so. Jedem ist klar, dass es nicht gesund sein
sein, wenn du negative Gedanken und Gefühle strategisch unterdrückst und dir verbietest, die Gefühle zu denken und die Gedanken zu hegen. Das ist nicht gesund. Und mir begegnet zum Beispiel in den biblischen Psalmen, das finde ich faszinierend, dass du hast 150 überlieferte Psalmen und die Hälfte von diesen Psalmen sind Klagepsalmen oder Rachepsalmen, wo Leute die düstersten Gefühle, die depressivsten Empfindungen, die hasserfülltesten Gedanken und Wünsche aussprechen und vor Gott zum Ausdruck bringen. Ich meine, das ist ja wirklich, das muss man sich zuerst mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Gebete und die Lieder und die Texte über Jahrtausende hinweg geschafft haben, in der Bibel zu bleiben. Wie wenn man die liest, das ist ja zum Teil wirklich ein Horrorkabinett, was dort zusammenkommt an negativen Gefühlen, negativen Gedanken, bis zu abgrundtiefen Vergeltungswünschen, wo Leute sagen, ich will in ihrem Blute warten. Oder ich will, also, wo Leute sich frei fühlen vor Gott, ihre düstersten Vergeltungswünsche und Rachegedanken zum Ausdruck bringen. Und der Witz vom Ganzen ist ja, oder der springende Punkt ist, dass das etwas unglaublich Befreiendes hat, dass das sogar psychologisch nachvollziehbar und verifizierbar unglaublich hilfreiche Strategie ist zum Umgang mit negativen Gefühlen und Gedanken. Die Gefühle und Gedanken zum Ausdruck bringen, ich sage jetzt theologisch wieder, vor Gott, in der Gegenwart Gottes, aber auch vor anderen Menschen. Sich getrauen, mindestens ein paar Freundinnen zu haben in seinem Leben, wo man sagt, denen kann ich auch begegnen, wenn es mir so scheisse geht, dass ich eigentlich dieser Gesellschaft nicht mehr zumutbar bin. Aber mit denen kann ich auch dann reden und denen kann ich das ungeschminkt sagen. Und die probieren auch nicht, alles wieder in irgendeinen vorgefertigten Plan einzupassen oder mir mit ihren schnell gemachten Rezepten zu kommen, sondern die hören mal zu und die nehmen mich ernst und umarmen mich vielleicht, aber die sind irgendwie für mich da. Das finde ich extrem eine entscheidende Qualität. Und die geht flöten, wenn man das Gefühl hat, ich muss mich dem Zwang beugen, immer positiv zu denken und positiv zu fühlen. Das Leben gibt uns einfach Anlass, immer wieder Anlass, zum auch negative Gedanken und negative Gefühle. Also ehrlich gesagt, ich halte das für ausgesprochen psychopathisch, jemand, der nur positive Gedanken und positive Gefühle hat. Da denke ich, ja, also hast du irgendwann Tagesschau geschaut? Hast du irgendwann mit irgendjemandem geredet, der nicht in deiner wohlbehüteten, privilegierten Bubble ist? Oder? Das finde ich eigentlich beunruhigend. Genau. Hey, merci vielmals. Ich glaube, das bringt es mega auf den Punkt. Ich würde sagen, dann lassen wir doch einen Song jetzt gerade, der irgendetwas von dem aufnimmt. Wir haben nämlich im letzten Metal-Gottesdienst haben wir hier im Happy Sanctum auch noch eine Konzertband und wir haben Sons of Coherence zu Gast gehabt und die haben den Song, ich glaube, der passt da super drin, Into Black. Just curse your ideas, you want to throw me into torment.
Blitzableiter. Rock und Metal. Das geht deftig zur Sache. Sons of Coherence sind das gesehen und die haben tatsächlich nach dem letzten Metal-Gottesdienst noch ihren Auftritt gehabt bei euch, Samuel. Genau, es war super. Es ist eine coole Band, die gibt es noch nicht so lange, die ist in der Corona-Zeit entstanden, in Winterthur und haben den Weg ins Bernbiet auf sich genommen. Genau, das war wunderbar. Das ist so ein geiler Bandname, Sons of Coherence. Es ist so als Philosoph, die Kohärenz ist ganz wichtig. Genau. Ja, wir haben ja den Aufruf gemacht, dass die Leute sich bei uns melden können und Fragen stellen. Bei mir ist nichts reingekommen, Samuel. Hast du etwas Nein, bei mir auch nicht. Ich glaube, es ist einfach, die Fragen sind auch offensichtlich, das Gespräch ist so tief und klar, dass alles gesagt ist. Also, ich als aussenstehender Zuhörer hier kann sagen, definitiv. Ich darf dafür schnell aus meiner Sicht noch 1-2 Sachen sagen. Unbedingt. Erstens mal, Manuel, merci vielmals, dass du hier bei uns im Radio Blitz Studio bist oder bist immer noch und mit Samuel hier Rede und Antwort gestanden bist. Sehr, sehr gerne. Hat mächtig Spass gemacht. Sehr sympathisch übergekommen, enthusiastisch bei deinen Themen. Richtig, hast du gemerkt, es springt einer fast schon ums Mikrofon rum, ist nicht nur hier am Hocken. Und mitreissend gute Themen gehabt. Was mich sicher interessiert, ich höre sehr viele Podcasts, verschiedenste. Es kann Komiker sein, das kann wirklich politisch etwas sein, es kann aber RefLab noch nie gehört. Also das werde ich sicher irgendwann mal reinziehen und mal schauen, dass ich das abonniere und mal ein bisschen das eine oder andere reinhöre. Ja, sehr gerne. Das ist definitiv. Und Podcasts höre ich eben aus dem Grund gerne, weil ich gerne ein bisschen mehr weiss über die Leute, die dahinter stehen. Genau das, was du auch angesprochen hast. Das war, glaube ich, noch in der ersten Stunde, wo wir über das geredet haben. Eine konkrete Frage habe ich und wenn du es nicht beantworten willst, musst du es nicht beantworten. Ich komme nochmal zurück auf den Autounfall, den du besprochen oder erzählt hast, den du mit Elfi gehabt hast. Für mich ist dort, du bist ja stark im Glauben geblieben, kann man sagen. Hat es auch mal einen Punkt gegeben? Gut, du bist 11 gewesen, ist relativ weit zurück. Also ich mit 11 weiss ich nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Aber hat es mal einen Punkt gegeben, wo du dort auch hättest können, die völlig abwenden vom Glauben? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube nicht, oder ich denke nicht, soweit ich mich erinnern kann, auch wenn ich ganz viele gute Freunde und Bekannte habe, wo sogar Pfarrpersonen, Pastoren und so, wo sagen, ich habe in meinem Leben Zeiten gehabt, wo ich am Morgen in den Spiegel geschaut habe und gedacht, hey, mache ich mir eigentlich einfach etwas vor, ist das alles nur fake und eingebildet und so. Ich habe das nicht so erlebt. Ich habe zwar, ich würde sagen, meine Vorstellung von Glauben, meine Vorstellung von Gott fundamental umgebaut, mehrmals in meinem Leben. Und ich glaube, vielleicht kann man so sagen, der Gott, den ich vor 20 Jahren daran geglaubt habe, ist mir heute wahnsinnig fremd. Also dort haben sich fundamentale Veränderungen vollzogen, aber ich kann mich nicht erinnern an einen Punkt in meinem Leben, wo mir irgendwo der Glaube an sich, dass ich ein geliebter Mensch bin und dass es jemanden gibt, wo sich mir zugewendet hat, dass der Glaube grundsätzlich in Frage gestanden ist. Sehr schön. Das ist das, was ich mich gefragt habe. Und ich denke, das hätte ja ein Punkt sein können, so ein schwerwiegender Einschnitt im Leben, wo ganz anders hätte können enden, wie du es gesagt hast, hätte ja der Punkt sein, wo du sagst, ja, hey, das kann ja gar nicht sein, das gibt es, was mir jetzt passiert. Darum hat mich das interessiert. Oder? Ja, absolut. Und ich kenne auch Leute, die auch aufgrund von Schicksalsschlägen und aufgrund von Sachen, die in ihrem Leben einfach zerbrochen sind, auch Schiffbruch erlitten haben an ihrem Glauben. Das gibt es absolut. Und ich könnte mich auch nicht rühmen im Sinn von, ich habe halt so einen starken Glauben gehabt, dass der nicht zerbrochen ist. Ich kann es nicht erklären, warum ich eigentlich mit einer gewissen Selbstverständlichkeit mit dem Gottvertrauen irgendwie aufgewachsen bin und diese Dimension nie ernsthaft in Gefahr war. Auch durch alle möglichen Wechselbad von den Gefühlen und auch durch alle möglichen Transformationen von meinem Glauben durch. Vielleicht ist das etwas eigentlich auch mit zu tun,
man muss theologisch sagen, dass der Glaube ja tatsächlich ein Geschenk auch ist, das man nicht selber machen kann. Das ist so die gegenseitig, ja, was ist denn, wenn es zerbricht? Aber etwas, wo man eben tatsächlich aus christlicher Überzeugung eigentlich eben nicht selber machen kann, sondern einem nur geschenkt werden kann. Aber interessanterweise ist es ja nicht so, dass man nur zerbrechen kann. Es gibt durchaus auch ganz viele Geschichten, wo Leute genau in so Schicksalssituationen plötzlich merken, shit, oder mein jetziges System hat nicht funktioniert und sich anfangen auf den Weg machen und darum suchen und dann, dass sich dort auch Erfahrungen machen, so, oder auch denken, aber eben auch wirklich Erfahrungen machen, wo sie anfangen glauben. Ja, absolut. Ja. Hast du noch etwas, so, wir stellen eigentlich den meisten Gästen immer am Schluss die Frage so, ja, jetzt bist du Gast gewesen, was nimmst du wahr zur Metal Church von außen? Willst du uns noch irgendetwas sagen, wo du so aus der Distanz wahrnimmst? Das darf auch etwas ganz Kritisches sein, wo du sagst, dort müsst ihr noch anschauen, nehmt das doch mit auf den Weg. Das ist also das Letzte, wo ich noch dich frage, bevor man dich dann entlöhnt auf einen wohlverdienten Heimweg. Ja, also ich meine, was natürlich ganz offensichtlich ist, dass ich einmal bei euch muss vorbeikommen, oder? Ich habe das immer noch nicht live und in Farbe erlebt. Ich habe bisher nur vom Hören sagen vernommen. Ich kenne dich inzwischen, wir sind uns zweimal schon begegnet, aber Metal Church habe ich noch nicht selber miterlebt. Von dem her wäre das eigentlich die erste Anforderung, um überhaupt etwas dazu zu sagen. Was ich cool finde, am Konzept und an der Idee ist, dass ihr ganz unverhohlen und unverblümt mit einer bestimmten Zielgruppe unterwegs sind. Dass sie sagen, wir haben ein bestimmtes Gepräge, wir haben eine bestimmte Ästhetik, eine Atmosphäre, wir sprechen ein bestimmtes Milieu an. Weil, was ich immer, je länger, je problematischer finde, jetzt zum ein bisschen Church Talk und so, was ich immer schwieriger finde, ist, wenn Kirchen, landeskirchlich oder freikirchlich, sich einbilden, sie wären für alle da. Und das Gefühl haben, wir sind ja, aber es ist ja am 9:30 am Morgen, am Sonntag sind die Türen offen und es kann reinkommen, wer will reinkommen, und nicht realisieren, dass eigentlich auch freikirchliche und auch landeskirchliche reformierte Gottesdienste eigentlich absolute Nischenprodukte geworden sind. Und dass es nur ein ganz enges Spektrum aus der Bevölkerung gibt, wo von dem noch unmittelbar angesprochen wird und dass zum Beispiel schon allein eine Gottesdienstzeit eine ganz weitreichende Entscheidung trifft über die Frage, welche Menschen überhaupt in Frage kommen, um den Gottesdienst zu besuchen. Weil ein grosser Teil von der Bevölkerung oder ganze Milieus, kann man sagen, sind am Sonntagmorgen um 9:30 einfach regelmäßig noch am Schlafen oder irgendwie ganz sicher nicht sich am ready für einen Gottesdienst. Genau. Und dass man sich das bewusst sind und das bewusst ist, und das ist mir sympathisch, wenn man sagt, wir sind Metal Church und wir sind nicht Techno Church, wir sind nicht Elektro Church, wir sind auch, natürlich ist jeder willkommen, das ist ja logisch, oder? Ich schicke niemand heim. Nein. Aber ich sage, wir haben ein bestimmtes Geschmäckle, wir haben ein bestimmtes Gepräge und wir stehen zu dem und wir reiten die Wellen und die Leute, die mit uns surfen wollen, sind herzlich willkommen. Das finde ich sehr sympathisch und ich glaube, das ist auch ein Zukunftsmodell. Cool, merci vielmals und dann hoffen wir, dass wir dich irgendwann mal mit einem Gottesdienst ausschicken, wo er noch sieht. Hey, sehr gerne. Sehr cool. Also, ich würde sagen, komm gut heim. Und wir hören wieder Musik. Es gibt ja hier zu Grenchen auch in der nächsten Zeit ganz einen Haufen Musik. Und ich habe noch einen Song mitgebracht von einer Band, die am Summerside da wird auftreten. Eine Band, die ich auch kenne aus meiner Zeit. Wir hören rein in P.O.D., The Messenger. Ganz genau. Und nachher geht es dann genau um ein paar Sachen, die hier in Grenchen oder in der Umgebung werden laufen. Ich habe noch 4 Sachen parat, die im Sommer oder nach dem Sommer werden laufen. Und jetzt also P.O.D. hier im Blitzableiter. Merci noch einmal Manuel für den Besuch hier bei mir im Studio. Sehr, sehr gern. Ciao zusammen.
Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Ganz genau. Es ist 7 Minuten ab der 9 und bei mir ist nur noch der Samuel, weil der Manuel hat heim müssen, dem sind Zugfahrt in 20 Minuten, das sollte man aber gut länger von hier aus. Und wir haben gesagt, wir machen noch schnell ein bisschen weiter und ich mache dann noch schnell ein bisschen Musik. Du hast noch ein bisschen etwas zu erzählen, was bei dir und bei der Metal Church läuft noch. Ja, du, gell, es läuft über einen Haufen. Es macht nicht Sinn, alles zu erzählen. Aber nächste Woche ist natürlich auch für uns ein grosser Anlass mit dem Greenfield, wo jetzt das grösste Stromgitarrenfestival der Schweiz. Und wir dürfen auch wieder präsent sein, mit den Ansprechbaren, wo wir rund um die Tour da sind für Gespräche für die Festivalbesucher. Und dann auch mit der Kapelle auf der anderen Strassenseite. Und ich darf wieder eine Trauung durchführen. Bin ich am Vorbereiten, muss auf Ouch. Das ist spannend. Genau, weil das ist ein Paar, das aus Frankreich kommt und das Greenfield aber ein wichtiger Platz für ihre Beziehung ist. Und darum hat sie gerne bei uns kirchlich getraut werden. Dann gehört es daheim für alle die jetzt das gar nicht glauben können. Und es gibt ja sehr viel, was Greenfield geht, ich darf es ja fast nicht sagen, aber ich bin noch nie am Greenfield gesehen. Man kann nicht alles. Nein, man kannst nicht alles machen. Und ich bin ja gar nicht der Festivalgänger, ehrlich gesagt. Also von dem her, mein Bruder geht jedes Jahr, ich sage ihm dann, er soll mal bei euch vorbeikommen und mal schauen, wie das bei euch ist. Unbedingt. Und was ist sonst noch? Summerside Festival, ich frage jetzt gerade, seid ihr dort auch vertreten? Ja, ich bin dort. Einen Stand haben wir noch nicht. Das ist ein Wunsch, ein Plan für die Zukunft. Ähnlich muss wahrscheinlich etwas anderes sein als am Greenfield. Aber das ist etwas, was wir uns wünschen. Das braucht einfach noch ein bisschen. Auch ist eine Manpower-Frage vor allem natürlich auch. Und wenn wir dann auch noch mit dem Festival ins Gespräch kommen, zu schauen, können wir da irgendeinen Platz über oder wie werde das? Aber wir denken fleissig an dem auch um. Aber ich bin die ganzen 3 Tage. Also wir sehen uns mitgehen und alle anderen hoffentlich dann auch. Und da darf man mich jederzeit auch ansprechen. Ich bin da für was auch immer. Über Gespräche über Freude und Leid, über Musik. Und auch natürlich, um die Beziehungen auch zu pflegen, die ja alle schon entstanden sind in der Szene. Da freue ich mich natürlich drauf. Wir haben letztes Jahr schon getroffen und dieses Jahr werden wir uns garantiert auch wieder treffen. Ich habe natürlich das 3-Tages-Billett gelöst, schon bevor man gewusst hat, wer überhaupt spielt. Nein, ich auch. Wenn das Festival hier in der Nähe ist, dann gehe sogar ich ans Festival, das will etwas heissen. Gut, was noch? Was haben wir noch zu erzählen? Ja, wir müssen noch schauen, erzählen, wie das nächste Heavy Metal wird sein. Das wird nämlich im September sein, also da werden schon wieder Festivals durch sein. Da haben wir dann einen Gast, auch tief aus der Szene wieder, der zwar auch nicht selber Musik macht, aber die Szene auch schon intensiv begleitet. Das ist der Oliver Heldstab. Er kommt aus dem Oberland, oder er ist wohnhaft im Haslital. Er hat ein Buch geschrieben, Metallschmiede. Das ist ein autobiografisches Buch, wo er so seinen Weg in der Szene beschreibt. Und er hat eine gute Schreibe. Er macht auch Reviews für die Metal Factory, also sowohl zu CDs wie zu Konzerten. Und er wird uns besuchen, wird runterkommen ins Unterland am 11. September. Und dann werden wir mit ihm über den Metal und Szenen und sein Buch ins Gespräch kommen. Und er wird uns sicher auch das ein oder andere Müsterli, denke ich, auch daraus vorlesen. Das Buch steht bei mir natürlich schon auf dem, wie sagt man dort, neben dem Nachttischli. Aber ich habe noch nicht angefangen, aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Es kommt ja noch ein bisschen Ferienzeit und so, dann kann ich in diesem Buch gut lesen. Und ich habe lustigerweise, als ich es gekauft habe, ich musste es bestellen, da haben sie es nicht im Laden, dann habe ich es bestellt, dann konnte ich es holen, als ich es aufgeklappt habe. Auf welche Seite bin ich gekommen? Iron Maiden. Warum auch immer. Es muss ein Zufall gewesen sein. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf ihn. Das Datum jetzt haben 11. September. 11. September, okay, also da freuen wir uns wieder drauf. Ich mache jetzt ein bisschen Sommerpause nämlich schon, weil ich habe gesagt, nächste Woche mache ich ziemlich sicher keine Sendung, über nächste Woche ist Summerside Festival und dann habe ich 2 Wochen Ferien und dann, bin ich dann ausgeruht und kann wieder Sendungen machen. In der Erinnerung schwelgen vom Festival. Wie sieht es bei dir schon noch aus? Was läuft in der nächsten Zeit? Ja,
es geht nachher, eben nach dem Sommerside geht es noch weiter. Wir müssen natürlich dann auch die ganze Festivalgeschichte von Greenfield auch wieder auswerten. Wir haben natürlich auch wieder Bibelbier und Metal-Treffen. Wir haben aber etwas, es ist ja Sommerzeit, haben wir keine Heavy Sanctum im Soho, aber wir werden zum Beispiel Mitte Juli, am 13. 14. Juli, gibt es so ein kleines Mini-Festival von Freunden von uns, vom Himmelfahrtskommando in Laupen. Samstagabend gibt es ein bisschen Live-Musik, so Mittelalter, Volk mit Schelmerie und feinen Burger und Sachen. Und am Sonntagmorgen feiern wir dann einen Brunch-Gottesdienst, haben wir letztes Jahr schon dürfen. Und da haben wir eine Band aus unseren Kreisen, die sich da neu formiert hat. Die machen so auch ganz eigene Sachen, die heisst Wabo. Also schön metallisch mit Punkten zwischen V, A, B, O. Von Alpha bis Omega, die machen Mundart. So Folk, Hardrock, also etwas ganz Eigenes, darf mit denen zusammen den Gottesdienst feiern. Natürlich gibt es eben Brunch, also der Gottesdienst ist Teil von einem Brunch, zum Morgen, zum Mittag essen, dort zu laufen, bei den Sahnen, beim Pfadiheim. Und ein paar von uns gehen, es gibt Ferien, die gehen in die Bretagne, und das, was wir halt eben sonst so alles so machen. Also es wird uns nicht langweilig. Genau. Ja, du hast mir die Halbjahresplanung mitgebracht und das ist ein Faltbüchlein, das auch auf etwa einen halben Meter lang ist. Also, ja, genau. Passt gerade nach den Kühlschrank. Ja, genau. Und nicht so gross geschrieben. Also es hat doch dort das ein oder andere Datum drauf. Wenn ihr etwas wollt wissen, was Metal Church so macht und die Daten nicht alle mitbekommen habt, dann gibt es ja eine Internetseite, wo man das alles schauen kann. metalchurch.ch, genau. Genau. Oder auf Facebook oder Insta metalchurch.ch. Und allerschlimmstenfalls fragt ihr mich, kann ich da auch an den richtigen Ort weiterleiten. Und wenn ihr natürlich den Samuel seht am Summerside Festival, geht auf ihn zu, holt ihn an und sagt ihm, was auch immer, was ihr denkt von unserer Sendung zum Beispiel, von der heutigen Sendung. Sehr eine spannende Sendung für mich. Ich darf ja da auch ein bisschen zuhören einfach. Ich muss da nicht so viel vorbereiten wie sonst. Und ich hoffe, für dich war es auch gut gewesen heute. Wunderbar, danke einmal mehr für deine Gastfreundschaft. Es ist ein mega Privileg, hier bei dir zu sein. Und wir haben einen Abschlusssong für diese Sendung. Also es geht dann auch noch weiter. Ich mache dann noch ein bisschen weiter Musik. Ich habe noch ein paar Sachen zu erzählen. Aber du hast noch einen ausgelesen von einem deutschen Komiker. Ja, genau. Und eben, weil wie eben das Greenfield ansteht, zwar der Bülent Ceylan haben wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Sendung einen Song schon mal gehabt von seinem Album. Er hat den einen mit einem Featuring gemacht, mit Saltatio Mortis. Genau, Brüder heisst er. Das wäre unser Schlusspunkt. Ich wünsche euch dir und allen Leuten gesegnete gute Zeit. Merci vielmal wieder für den Besuch hier bei mir, für das Heavy Mental und bis zum nächsten Mal. Ohne Worte uns blind vertraut. Und hast du mal Scheiß gebaut, bin ich für dich da. Aus der Ferne klingt unser Lied. Wir fühlen den gleichen Beat. Wohin es auch morgen zieht, heute Nacht gehen wir ab. Bruder! Wir sind wie Brüder, immer wieder. Ich geb mein letztes Hemd für dich. Wir sind wie Brüder.
Das also der Abschlusssong vom Heavy Mental von heute und ich mache noch ein bisschen weiter, es ist 20 ab 9 und ich habe erstens mal noch 2 Wunschsongs reinbekommen, die ich ganz am Schluss werde spielen. Merci Fangs für die. Und ich habe noch das Thema, das ich euch unbedingt durchgeben will. Wir haben schon darüber geredet, das Summerside Festival findet statt und zwar schon in 2 Wochen. Das Rock am Meerenplatz ist am 10. August. Das Gravel Pit Festival, das ich euch wärmstens ans Herz lege, ist am 6. und 7. September. Und jetzt gerade, ganz frisch rausgekommen im Estrig am 12. Oktober, spielen Mad Sox, Stonehill, Unified Move und Sorepoint. Unbedingt, da reden wir nachher drüber, unbedingt dorthin gehen. Ja, jetzt kommen wir schnell zu diesen 4 Themen. Ich habe ein Special gemacht über das Summerside Festival, wo ich alle Bands eingeladen habe, die am Band Contest gewonnen haben, die hier werden auftreten auf dieser sogenannten Rise Up Stage. Und ich hatte eine fantastische Sendung gehabt. Es war Hammer gewesen. Es waren 6 Bands live hier bei mir im Studio gewesen. Ich habe fast 5 Stunden Sendung gemacht und habe auch von fast allen anderen Bands, die auftreten, Sprachnachrichten bekommen und Sachen bekommen, die ich durfte spielen. Und zum Beispiel, ja, da ist ein kleiner Teil davon, wie das dann tönt hat. Durch Blitzableitung. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Da ist der Fabian von My Last Hour und ihr hört die Sendung Blitzableiter auf Radio Blitz. Hey Leute, wir sind Ice Cream at the Alligator Park und wir freuen uns riesig, dass wir dieses Jahr beim Summerside Festival spielen dürfen. Hey zusammen, wir sind Second vs. First von Bern. Salut, c'est Kelly, Camille, Nico, Laura et Seb. On est les Dark Whispers, un groupe de rock alternatif de Lausanne. Mein Name ist Dennis und ich bin der Frontman der Modern Hard Rock Band Facing Fears aus Ulm. Ich kann euch sagen, wir freuen uns wahnsinnig, auf dem diesjährigen Summerside Festival in Grenchen mit dabei sein zu dürfen. Hallo liebe Radio Blitz-Zuhörer, hier ist Jenny, die Frontfrau von der Band Fireborn. Und wenn du auf richtig guten Rock stehst, dann sehen wir uns dieses Jahr am Summerside in Grenchen. Keep on rockin' and see you there! Das und noch weitere Nachrichten habe ich bekommen anlässlich von dieser Sendung. Bei mir im Studio waren My Last Hour, Shortcut to Infinity, Polar Shift, Ministry of Bad Taste, Mother und Underclass Heroes. Ganz geil gesehen, dass die alle hierher gekommen sind. Wir haben eine ganz coole Sendung gehabt. Die könnt ihr übrigens auf soundcloud.com nachhören. Das wäre der 94. Blitzableiter gewesen. Und nein, ist nicht der 93. müsste es gewesen sein. Es war zwischendurch schon wieder eine Sendung gewesen. Das heute ist der 95. Blitzableiter und auch den werdet ihr ab heute oben irgendwann komplett nachhören, teilen, sagen es weiter, geben es weiter, was bei mir hier läuft. Summerside Festival hat News gehabt. Erstens mal die Headliner sind ja schon lange klar. Krokus, Deep Purple, Megadeth, Bruce Dickinson und. Aber leider nicht Hammerfall. Die mussten absagen. Den Grund weiss ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe jetzt aber auch nicht extra nachgefragt. Einen Tag später haben sie 3 Bands nachgemeldet. Chakra, muss ich glaube nicht gross vorstellen. Solens, schwedische Electronic Rock und Metal Combo. Und Primal Fear, Power Metal aus Deutschland. Also das sicher 3 würdige Ersatz für Hammerfall. Natürlich für alle Hammerfall-Fans schade, dass sie nicht auf Grenchen kommen können. Aus welchem Grund auch immer. Ich freue mich auf Summerside wie ein kleines Kind. Ich habe zum Beispiel gestern schnell mal am Abend die Setliste angeschaut von Bruce Dickinson, was er im Moment so gespielt hat. Auch er hat übrigens ein Konzert müssen absagen, irgendwo in Rumänien, habe ich gemeint, weil er krank war. Mittlerweile spielen sie aber wieder. Und ich habe die Setliste von Megadeth angeschaut und für einen Megadeth-Fan ist das das Nonplusultra, das dort wird gespielt werden. Ich hoffe, sie bringen das Set auch in die Schweiz dann am Summerside Festival. Timetable ist noch nicht draussen, da plange ich noch ein bisschen drauf, weil ich muss mich da ein bisschen vorbereiten. Und aus Abschluss für mein Teaser zum Summerside Festival habe ich eine weitere Band, die auf der Rise Up Stage wird spielen. Noch einmal ein wärmster Aufruf von mir, geht auch zu dieser Rise Up Stage. Es hat so geile Bands letztes Jahr dort gehabt und dieses Jahr sind die Bands
glaube noch geiler geworden. Es wird der Hammer. No Joke habe ich für euch, eine Punkband aus Lausanne. Aber das können sie nicht selber sagen. We are No Joke. Thank you, Blitz Radio, for having us. See you all at the Summerside. Let's rock! zusammen, hier ist der Andy von All Together und wir eröffnen am Donnerstag, 20. Juni, das Summerside Festival. Kommt also am frühen Nachmittag direkt zu der Mainstage, wenn ihr das Festival mit einer verdammt geilen Party starten wollt. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns dort und ich bin sicher auch dort und ich freue mich auch zum Beispiel All Together und eben No Joke, da freue ich mich speziell drauf. Die haben mir ein schönes Päckchen geschickt, weil sie leider nicht kommen konnten, meine Sendung dann. Haben mir eine CD geschickt und Kleber und Plektrons und ich weiss nicht was alles und ich freue mich sehr, die Leute auch kennenzulernen. Wir gehen weiter im Programm und zwar gehen wir zum 10. August. Der 10. August ist ein Tag nach dem 9. August normalerweise und der 9. August ist mein Geburtstag und dieses Jahr eine Runde, 25, zweimal. Und ich freue mich auf das Rock am Meerplatz. Ich habe alle Geburtstagsfestchen abgesagt, nur für das wir dort natürlich, weil wir ja das immer live übertragen von Radio Blitz, wird es auch das mal so sein, dass wir das live übertragen. Und ich hatte eher den ganzen Tag dort zu moderieren auf der Bühne. Der Rock am Meerplatz ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich das gerne machen würde. Und das mache ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne, vor allem bei dem Line-Up, das sie haben. Anfangen wird es mit Besmirch, eine Solothurner Band, wo teilweise Leute sogar aus Grenken dabei sind, dann Timberline,
Pats Cats, die kennt ihr schon. Boss Daddy, da ist auch ich habe euch schon mal das eine oder andere vorgestellt von dieser Band. Dann Kandelbauer ist da. Dann kommt Serena Telli, letztes Jahr am Summerside gespielt. Das wird sehr farbig, da freue ich mich drauf, mit ihren grün-blauen Haaren. Und mit einer unglaublichen Stimme, das kommt dann noch dazu. Und für mich natürlich das riesen Highlight China. China wird die zweitletzte Band sein und meine, das sind 80er Koryphäen vom Hardrock. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Die Gielen darf ich auch gar nicht sagen, die Männer hier auf der Bühne dürfen zu begrüßen und sogar dürfen anzusagen. Wir übertragen den ganzen Tag live, also vom 1:30 weg, würde ich jetzt mal sagen, bis sicher Mitternacht sind wir live am Rock am Meerenplatz und das am 10. August. Die letzte Band wird Pats Cats sein und die noch nie live gesehen haben, haben wirklich etwas verpasst. Einer von diesen Songs, die sie gecovert haben, sie haben auch eigene Songs, ist zum Beispiel der hier. Schauten aus dem Baum, so laut entlud sich mein Leib ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter eine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun bleibt uns kein Mensch, wie schön sie war. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Nun sitz ich wieder bei dir mir zu Haus und such die Fotos fürs Fotoalbum aus. Ich im Bikini und ich am FKK. Ich frech im Mini, Landschaft ist auch da. Aber wie schrecklich, die Tränen kullern heiß. Landschaft und nieder und alles nur schwarz-weiß. Micha, mein Micha, und alles tut so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun bleibt uns kein Mensch, wie schön sie war. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Das ist einer von diesen Songs, der einfach so aufhört und dann muss man parat sein, sonst ist man zu spät. Gut, das nächste Thema, das ich euch nach dem Rock am Meerenplatz bekannt geben ist ganz frisch heute rausgekommen. Der Vorverkauf ist jetzt gerade losgegangen, kann man sagen. Vor etwa einer Stunde wahrscheinlich. Und zwar gibt es im Estrig-Wienisdorf am 12. Oktober ein Metalheads Festival mit 4 Bands. Stonehail, Sorepoint, Unified Move und Mad Sox. Das wird eine richtig geile Sause. Die werden der Estrig auch nicht nur zittern, sondern auch gerade richtig entstauben. Und das wird eine richtig coole Sache. Radio Blitz supportet den Anlass. Wir dürfen dort auf dem wunderbar farbigen Flyer draufstehen. Ganz unten links könnt ihr das lesen. Und ich danke hier am Fribi, dass er das für mich organisiert hat und dass wir hier zusammen eine kleine Zusammenarbeit dürfen machen. Das ist ja nicht das erste Mal, wo ich mit den Mad Sox etwas mache. Also, 12. Oktober, das werde ich auch noch 100 Mal ansagen hier im Blitzableiter. Am 12. Oktober Stonehail, Sorepoint, Unified Move und Mad Sox im Estrig-Wienisdorf. Da gibt es sicher noch irgendeine Spezialsendung dazu. Also das lasse ich mir nicht
nehmen. Dann gehen wir weiter zum letzten Punkt, den ich euch noch vorstellen will. Und zwar, letztes Jahr waren sie bei mir zu Gast gewesen. Also besser gesagt, jemand war von ihnen bei mir zu Gast gewesen, und zwar das Gravel Pit Festival. Am 6. und 7. September Gravel Pit Festival in der Kiesgrube oberhalb von Schüpfen. Und erstens ist das eine absolut geile Location, weil es ist eine Kiesgrube und sie haben wieder ein Hammer-Line-Up. Es gibt auf Spotify eine Playlist von einem gewissen Miguel Golatrulio, der hat dort eine Playlist gemacht, die heisst Gravel Pit Festival 2024, ganz einfach. Und dort hat es Songs drauf, die ihr euch vielleicht mal reinziehen müsst, dann wisst ihr auch, welche Bands es dort spielen. Übrigens 2 Bands sind dort nicht drauf, weil es von ihnen auf Spotify keine Songs gibt, und zwar Matzlik und Against the Machine. Die würden dieses Line-Up noch ergänzen oder vervollständigen. Wir haben zum Beispiel Jolly Jackers aus Ungarn, wir haben The Last International aus den Staaten, Body, Spear and Rock'n'Roll kommen. Das wird sicher auch eine geile Sache. Ich spiele euch hier einen Song an, zum Beispiel von den Kids in Cages, wenn er kommt. Mal schauen, mal er kommt. Ein bisschen eine Abwechslung. Problems heisst der. Und dann haben wir zum Beispiel noch Crimson Pride. Wir haben Capsula aus Argentinien. Wir haben Sin Plus und The Lazies und Eagle Wow. Also ein Wahnsinns-Line-Up. Auch hier werde ich euch sicher nach der Sommerferien noch das eine oder andere darüber erzählen, über das Gravel Pit Festival. Und eine Band hätte ich euch fast umschlagen jetzt. Und zwar die hier. Unchained. Ich habe ihren Song Sabrina parat. Das ist ein Re-Release. Das ist schon ein älterer Song und den haben sie mal neu aufgenommen, dieses Jahr. Und die werden ebenfalls am Gravel Pit Festival in Schüpfen spielen.
Sabrina wird Gravel Pit Festival wahrscheinlich auch von der Bühne runtertönen, wenn Unchained dort sind. Und mit diesem Song komme ich eigentlich fast zum Schluss, aber ich habe 2 Wunschsongs reinbekommen und das mache ich natürlich sehr gern. Und zwar geht ein lieber Gruß raus an eine Leidensgenossin von mir. Karin, die wird heute 50 und ihr Sohn, der Raffu, hat sich einen Song gewünscht für sie. Und zwar einen von Metallica, Nothing Else Matters. Ich grüße natürlich ganz einen lieben Gruß rausgeht und ich werde ja dann eben dieses Jahr auch irgendwann noch 50 am 9. August. Also wir haben zusammen hier, wir lassen uns hier nicht unterkommen. Es ist 19 Minuten vor der 10. Nothing Else Matters von Metallica und der Raffu hat sich nachher gerade noch für sich selber auch noch einen gewünscht und das wird dann gerade der Abschlusssong vom heutigen Blitzableiter und zwar auch ein ganz geiler Song. System of a Down, Chop Suey. Damit wünsche ich euch allen einen wunderbaren restlichen Mittwochabend. Ich hoffe ja jetzt, dass ich es mal einmal schaffe, mit dem Velo heimzufahren, ohne dass es mir komplett verschifft. Vorher jetzt tatsächlich vor Bude hierher nicht ganz gelangt, dass ich doch bei raufkomme. Aber ich bin jetzt guten Mutes, dass mir das mal gelingt. Die Sendung werdet ihr können nachhören. Gerade kurz, ist eigentlich kurz nach der 10 wird die auf Soundcloud online sein mit diesen 2 Abschlusssongs. Nothing Else Matters von Metallica und Chop Suey von System of a Down. Dann wünsche ich euch einen wunderbaren Mittwochabend und eine schöne restliche Woche. Und wir sehen uns am Summerside Festival spätestens. Tschüss zusammen. I seek and I find in you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they do, never cared for what they know. Trusting who we are, and nothing else matters. Never cared for what they do, never cared for what they know. But I know
say that I will. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they say, never cared for games they play, never cared for what they do, never cared for what they know. And I self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up! Wake up! Grab brush and put a little makeup. I discuss the fade away. Why'd you leave the keys upon the table? You could create another fable. You wanted to. Grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I discuss the fade away, the shake up. You wanted to. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. In my self-righteous suicide, I cry when angels deserve to die. Yeah.
inside. Why cry when angels deserve to die? Der Blitzableiter. Rock und Metal.